Grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Uhr. Ihr hört euch Lieder aus früherer Zeit und manche Odern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, Der Klaus zupft auf der Gitarre. Boris Backe spielen wir noch dem Werner Schaar. Die Quetsche klingt halt super fein, Die Kontrapumpe hinten rein. und das Zange klingt jetzt auch schon recht human. Drum leid und grüß euch, servus, Küss die Hände. ihr werdet Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Uhr. Ihr hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Odern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, habe ich die Ehre, grüß euch Gott, heute wieder aus dem Studio Donaufeld. Es ist Jawohl! mir eine große Freude, hier wieder Gast sein zu dürfen. Wie immer Nach auch langer hier. Zeit. Ja, ich war. Und ich hab nur deswegen vorher da so auf dem Bildschirm so geschaut, weil das Programm hat sich abgedatet und Jetzt sind irgendwelche. Nein, schon. so, Ich ja. habe heute schon alles gemacht, aber da dürften so viele Neuigkeiten sein, dass das jetzt zeigt mir das so Hinweise an, was Was es nicht? neu ist. Ne? Denke mir, Alter, das brauche ich jetzt beim Stream aber nicht. Ne? Überhaupt nicht, ne? Wie auch immer, grüß euch Gott, servus, habe die Ehre zur Pavlatschen-Nummer. 157. Ich bin vorbereitet heute. mein Gott. Einmalig. Ich glaube, ich muss die Kamera ein bisschen um. Der Patrick, ich möchte ein bisschen besser im Bild haben. Ja, ich kann nicht weiter vorhutschen. Nein. Jetzt schon, aber wenn ich dann. Es geht um Millimeter, Wenn ich das Werkzeug oben habe, Um Millimeter geht's. geht es sich nicht aus. Nein, das ist Wunderbar. Es war nicht 2023, wenn ich zumindest wieder ein kleines Problem bestehen würde. Ich habe keine Stimme. Ich bin sonst gesund, aber ich habe seit Samstag habe ich keine Stimme. Das ist gewaltig. Wobei es heute schon viel besser ist als gestern. Jetzt haben wir heute dieses Gelori-Voice. Mir hilft das nämlich ganz gut. Also, Gelori, das sind so Lutschpastillen für Sänger. Ja, ja. Das sind für einen Arsch. Wurde Ich mir bin- empfohlen. Also, Ja, jetzt habe ich noch eine schlechtere Stimme als vorher. Wenn ich es nicht genommen hätte, hätte ich eine klarere. Das ist ein Wahnsinn. Also, wir werden da heute ein bisschen rückläufig sein. Aber ich würde sagen, bevor wir da in Medias Res gehen, da haben wir ein paar Programmpunkte nämlich. Also, habe ich vor. Ja, ja. Was ich davor wirklich Wir noch haben es weiß, vor, aber schauen wir mal. Nicht? aber vorher brauchen wir natürlich das Unbottling, wir brauchen Wein. Du nimmst die Kamera, Achtung, ich schalte um. Ja, Ja, ich schalte auf sie was schalte ich um. Auf den Patrick. Kamerakind Patrick, jawohl. Jawohl. Bitte zum Weinkühlschrank und hole den Wein. Jawohl. So, jawohl. Da ist der Weinkühlschrank. Ja. Oi. Was für eine. Ja. Oben mit der Kamera ein bisschen runter, ein bisschen mit der Kamera runter. Kippen. Jawohl, genau, so sieht man schon. Ja, was nehmen wir denn? Nimm einen Ausblick. Ja, aber was nehmen wir da? Ein Chardonnay Reserve nehmen wir. Nimm mal Chardonnay. Einmalig. Oh, Hänger habe ich hängen. Nein, ist schon. Jawohl. Funktioniert. Einwandfrei, Was jawohl. sitzt da? Kamerakind Patrick live. Jawohl, sehr gut. Jawohl. So, dann hängen wir es Anhänger. gleich an. Hängen wir es gleich an. So, ein Chardonnay Reserve vom Ausblick Wien. Herzlichst Dankeschön an unseren lieben Freund Dr. Michael Höfler vom Weingut Michael. Dr. Höfler. Danke, Und- danke. Ich meine, weil das ist für uns nicht unwesentlich, weil ja der Wein gehört ja quasi schon auch ein bisschen dazu. So, jetzt was fangen wir an? Mit dem Warnbotte, denke ich. Ja, tun wir mal an, Bottle. Aus dem Jahr 2020, Ried Hindenberg haben wir da. Ich bin gespannt drauf. Geht schon. Darf ich eingießen, Herr Gieß. Eine. Ja, magst du nicht sparen. Ein kleinen Schluck Wasser vorher, damit der Körper vorbereitet ist.
Sehr zum Wohl. zum Wohle. Prost, Prost. Auf uns und auf euch. Unbedingt, sehr zum Wohl. Naja. Das ist schon was für den Patrick. Absolut. Absolut gut. Absolut gut. So, jetzt muss ich noch, der Riverland-Kanal, ganz oben der Tetra-Packinger. Nein, das war der Tomatensaft. Aber das ist leibend, gell? Aber, weißt du, der Tetra-Pack Wein in Wien hast ja Weinzirkel. Nicht? Weil du am Zirkeln aufstehen kannst daher. Aber gut aufpassen. Der Riverland-Kanal, der hat einen Blick. Da war einen geschärften Blick. Schau, Edmund Bichler, hello und schöne Grüße aus Arni von Salzburg. Servus, grüß dich Edmund. Das ist ein Fall. So, ich fange ganz vorne. Ich muss ganz vorne anfangen. Fang auf. Und der erste heute, Wolfgang Kudin. Entweder Motorraum der gute oder alte Wolfgang Kudin. Weltklasse. Servus. Der Wolfgang Kudin, das ist gut, dass er gleich als erstes anfängt. Erstens hat mich das wahnsinnig gefreut, dass wir uns persönlich kennengelernt haben auf der Messe in Tulln. Auf der Motorradmesse in Tulln, Wolfgang Kudin live persönlich kennengelernt, ganz allein der Kerl. Und er hat eine vierte Variante offenbart, wie man an Schmattes der Musik umreimen kann. Also ihr kennt ja die Möglichkeiten, ganz kurz einblenden, ich meine, so früh mache ich das normal nie, weil es gerade passt. Das ist nur beispielhaft jetzt. Ne? Ein Schmattes für die Musik, also in den virtuellen Hut, kann man schmeißen über PayPal, man kann das machen über eine Überweisung oder man kann es machen über einen Superchat im Chat, wenn man da mit dem Google irgendwie angemeldet ist. Und der Wolfgang Kudin hat das natürlich, muss ich sagen, perfektioniert. Der hat mir gleich direkt bei der Messe einen mächtigen Geldschein in die Hand gedrückt und gesagt, weißt du, für einen virtuellen Hut, nur halt analog. Leibende Partie, muss ich sagen. Weltklasse. Ganz leibend. Wolfgang, vielen herzlichen Dank. Und wie gesagt, mir das sehr gefreut, dass wir uns persönlich kennengelernt haben. Natürlich, weißt du, wie es bei mir so oft ist. Jetzt kommst du dann ins Gespräch, nicht? Der kennt die von der Pavlatschen hin und her. Und sagt, ja, Leiband, wer bist du? Nicht? Weil ich kann ich nicht zuordnen. Nicht? Oft, die Gesichter sind oft nicht erkennbar. Nicht? Ja, und das selbst wenn, das ist ja oft gar nicht für mich. Nicht? Man verändert sich auch etwas oft. Und dann hörst du den Namen, also vorausgesetzt, er schreibt im Chat, nicht? Dann hörst du den Namen und dann kennst du schon aus. Also große Freude. So, und dann haben wir noch, der Raffi ist mit dabei, Markus Pristonik, jawohl, der Uli Slonek. Guten Abend, der erlauchten Pavlatschistengemeinde aus Helsinki. Wieder mal, Uli Slonek in Helsinki. Grüß dich Gott. Musikraum ist da, Matthias Mariacher. Produzenten und Konsumenten der heutigen Pavlatschen. Jawohl. Werner Wichtig, grüß dich Gott. Florian Lukesch, die Gere 1.0, Franz Brandwein, auch den haben wir auf der Messe würdig. Der Franz Brandwein und ich, wir haben gleich Schnappstandl entdeckt. Er hat sie, wir waren ja beide nicht motorisiert dort. Ne? Bussermaßen. Wir sind beide von meinen Brüdern heimgeführt worden. Das gibt's ja gar nicht erst. Ja. Franz Badin hat seine Vorliebe für einen dortigen Griecherl Schnaps entdeckt. Ich hingegen, weil ich halt sehr gerne habe, an Bieren. Birne, ja. Bieren, ja, was Bieren, ja. Dann haben wir ein paar Bierli und so. Nein, es war ganz sehr leibend. Karin Albertine Priesternik ist dabei, der Markus Volker, Christi Gut, Matti Ottermecke, die Momo M, Michael Unger, jawohl, Peter Voigt. Es grüßen Nicole und Peter. Servus. Wolfgang Kroatzka, ganz liebe Grüße. Kollegin ganz in Liebe, ja. Auch die Grüße wünschen uns einen wunderschönen Montagabend. Wünschen wir dir auch natürlich auch. Daniela Schlögl ist da auch wieder auf der Motorradmesse gesehen, natürlich. Zu viel Leute und zu wenig Zeit, dass wir ein bisschen mehr plaudern am können, das werden wir schon nachholen. Landtal Stromer, Markus ist da, Landtal Stromer, jawohl. Der Mapa, der Fritzl Stadtguss. Yes. Christoph Acker, Travel Vlog, grüß dich gut. Jawohl. Auch wir haben uns natürlich gesehen auf der Messe, klar, das ist ja klar. Dubtrade, grüß dich gut. Auf der Messe. Philipp Zach. All my stuff ist da, all my stuff. Wird heute noch eine große Rolle spielen. Der Mann des Abends, kann man fast sagen. Ja. Also. Ich sage euch nur so viel, all my stuff ist nicht so wie wir, dass er sagt, pass auf, das machen wir. Aber das sagen wir auch oft, nicht? Das machen es aber nicht. Und da kommen wir dann drauf während der nächsten Pavlatschen, dann machen wir es halt, direkt. Nicht? Und der all my stuff ist es anders, der sagt, machen wir und macht. Und hat uns etwas zukommen lassen, was sehr, sehr leibend ist. Und auf das freue ich mich schon, wenn wir das besprechen. All my stuff schon mal jetzt da. Danke herzlich. Ganz leibend, ja. Ich kann jetzt schon sagen, es wird später auf jeden Fall eine Organ rote Achteln für All My Stuff geben, das ist mir klar. Ja. Wer ist der junge, zugewachsene Mann da links, Landtal Stromermarkt? Ja. Du meinst er? Meinst du das da, oder was? Es sprießt halt ein bisschen. Lassen wir das einmal ein paar Wochen. Nicht? Ja, und dann ein paar Monate, dann schauen wir, was daraus wird. Nicht? Schauen wir, was wird. Nicht?
Na, nix ist schon halt doch Wie gefällt. siehst du? Ja. Nein, ich sag nichts. Nein, ich bin ja ein lieber Kollege. Ja, ja. Musik haben, wie war der Jägerball? Ja, danke, war leibend. Lieber war mit der Pavlatschen gewesen, ich sag's ganz ehrlich, weil die Stimmung im Chat, bevor wir dann Spielen am Anfang müssen, war mörderisch leibend. Absolut leibend, ja. Die Leute waren so deppert. Wir haben dann im Nachhinein haben wir gemeint, vielleicht hätten wir uns von der Bühne runtersetzen sollen, weil wir waren ja noch nicht da. Nicht? Wir haben erst um 10 haben um 10 gespielt. Ja. 10, ja, genau. Und vor allem, es waren ja keine Leute, außer die Kölner und Personal war da. Ja, der Paar ist so durchgegangen. Ein paar sind nur durchgegangen. Ne? Und wir sind beide gesessen. Ne? Wie die Teenager, die deppert, wir gesessen auf der Bühne, im Frack und haben mit dem Handy geschaut und haben Hast du gesehen? Leibend. Das ist ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Grisi Klaus liegt auch immer schon wieder verkühlt. Nein, nicht schon wieder. Nein, verkühlt. Keine Stimme. Ich habe keine Stimme und ich weiß nicht warum. Weil verkühlt, also ich fühle mich sonst nicht schlecht. Ich habe sicherheitshalber, die letzten 3 Tage habe ich genommen, wie heißt das Neocitran, gell? Aber hat mir nichts geholfen. Ich meine, weil es ist mir nicht schlecht gegangen. Es hat nichts gemacht. Es hat nichts gemacht einmal zumindest, ja. Und ja, aber ich weiß nicht, die stimmt, ich verstehe es nicht, warum die stimmen. Das ist, ne? Zum Trinken brauchst du keine Stimme. Michael Unger kennt sie aus. Der stumme Klaus ist Santa Maria. Matti hat da weggehen. Das Bild ist halt gerade. Christoph Acker, auf das habe ich genau geschaut, dass das halbwegs passt, weil ich gewusst, der Ackerl schaut wie ein geraden Ding. Mit der Wasserwolke da geschaut. Ja. Aber haben extra die Gewichte mitgebracht. Schau nicht alle Schläge. Eibischwurzel-Tee oder Sirupglas. Hilft sehr. Ja, aber nicht jetzt. Also das hilft sicher, danke Daniela, aber es hilft ja nicht jetzt, wenn ich es brauche. nicht so schnell. Matthias Mariacher bringt von die Lutschtabletten für den Arsch, dann sind es doch eher Zäpfchen. Ich sage mal so, von der Form her glaube ich nicht. Aber eine gute Idee. Ja, gute Idee. Der Frenzel fällt auch in das eine. Das für einen nennt man Zeit. Echt brauche ich. Schau, die Mege Pampert ist da, weil wir freut. Mege Pampert, die hätte. Jawohl. Hätte ist auch dabei heute. Von Anfang an, ja. Ein Wild. So, Raffi, was haben wir noch? Ich schaue noch, dass ich schon noch weit runterkomme, dass ich weiterkomme. Wäre International sind wir heute, ja, absolut. Absolut. Bin gespannt, wie viele Leute jetzt zum Studio kommen und den virtuellen analogen Schmattes einzuzahlen. Ja, das war nicht schlecht. Das war Theater. Ja. Schon der René Köp. Grüße aus Kärnten, die 16er Buben. René. Grüße retour. Grüß dich gut. Patrick auf dem Weg zu Sissi Top, ja. Das hat von mir noch keiner gesagt. Ne? Ich bin schon ausgewachsen bald für das. Und du lässt ein bisschen Flaum wachsen und sagst du, der Weg zu Sissi Top. Du wachst jetzt genau 7 Tage erst bei mir. Weißt du? Mehr ist, länger ist es noch nicht. Sag mal, es ist nicht am Weg, es ist der erste Schritt. Geh, hurcht's nicht auf den. Geh, warte, schau mal. Also ein Schluck für die Stimme, Mann. Das ist ein Wahnsinn. Wann soll das Botönlied fertig sein? Heute Premiere, oder? Ja, Christoph Acker, ich sag's dir ehrlich, ich habe an das tatsächlich gedacht und das ist nicht gegangen. Es ist einfach nicht gegangen. Es sind gewisse Dinge, nein, es ist einfach wir uns anders erinnern momentan. Privat sehr, sage ich mal, herausfordernde Geschichten und die wir alle meistern, aber die halt wahnsinnig Energie kosten und aufwendig sind und es ist ja so, also das mache ich auch, also das ist keine Beschwerde, sondern es ist einfach ein Fakt. Einfach so. Und ich habe dann schon gemerkt, einfach, dass ich selber dann eben körperlich, oder so wie bei dir ja auch, woher kommen die ganzen Krankheiten die ganze Zeit? Und permanent, also das ist ja furchtbar momentan. Und daher habe ich das gewisse Dinge einfach zurückgesteckt. Also eben die Botön-Nummer wird passieren, aber da habe ich gesagt, nein, für das echt weder Kopf noch Zeit noch sonst was. Ich mir ein bisschen ausruhen müssen. Aber gut, dass du daran denkst, dass ja keiner darauf vergisst. Schon mein Wahrer ist dann so versumpert, sagt der Daniel Schlegel. Ha! Schau her. In Einwurf beim Chinesen, das habe ich dann gesehen, die Büdeln. Ja. Vom kalten Wein Michael Unger kommt da nichts. So ein Blödsinn. Noch auch so eine schlimme Meldung und du bist gesperrt. Blockiert. Der Wein, vom kalten Wein. Sowas habe ich noch nicht gehört. Spielen wir gleich was. Du Raffi, weil ich gelesen habe, durch die CDs sind immer nicht angekommen. Hab ein bisschen Geduld noch bitte, weil die Daniela Schlögl hat was am 25. Jänner weggeschickt. Für mich, das Packerl habe ich heute gekriegt. Also es dauert. Ja. Schon, dass man es nicht bei Amazon bestellen kann, geht man schneller. Ne? Das ist ein Wahnsinn, gell? Die Post ist ein Wahnsinn momentan. Das ist
Patrick, da spielen wir gleich was. Ja, da spielen wir was. Ein Postwalzer. Postwalzer. Was machen wir? Trari, trara. Ich bin die Christel von der Post. Schmal Nein, das Salär und schmal die Kost. mir wär's lieber, wirst du ein bisschen so krank warst. Ich bin noch nicht ganz fit, aber man merkt es mir heute nicht an und das ist schön. Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja, ich kann mit herausfordernden Zeiten. Da. Das ist, dann muss man da. Du, was? 1,5, 2 Stunden heute ich schon durch. Aber In der Zwischenzeit. aber locker. Was machen wir, Herr Professor? Singst du was oder spielen wir was Instrumentales? Spielen wir was Instrumentales. Ja, Ja, machen wir einen Taschler. beim Taschler. Beim Taschler. Beim Taschler. Deine Machen wir ein Komposition. bisschen eine Kurzversion davon, ja? Aber ein bisschen ohne viel Wiederholungen, nicht? Also, Ja, spiel einfach, ich krieg's eh mit. Du kriegst das schon mit, lande zu. Anfang ist klar, ja? Nein. Ich setze da rein. In Cäsar, gell? dann? Ja, der Anfang. Ich Ja. setze da rein, wenn ich glaube, das ist gut. Wiederholung, klar schon. Wiederholung durch Würmzeit. Schiedermarsch. Haben wir durchgespielt, so wie er gehört, ohne Abkürzungen und mit den Wiederholungen. So viel Zeit muss sein, finde ich. Vollkommen richtig. Nein, ich finde, ein schöner Marsch. Ich finde wirklich ein schöner Marsch und ich glaube, Die unsere Achteln Pavlacisti geben uns Ja, auch. echt gefällt auch. Ja. Das ist leibend, das gefällt mir. Definitiv. Schau, die Melke, die ist dabei, Matti Ottamecke. Jawohl. Diese Bubbles. Jawohl, grüß euch, Burm und Pavlacisti. Auch mit am Start. Warum die alte Contra, Christoph Acker? Na, das ist die
Das ist die habe ich da stehen. Und die andere ist in der Tasche, mit der. Du spielst eigentlich am meisten bei den Pavlatschen aus der. Ja, da waren es alles. Aus dem Donaufeld. Und wenn ich natürlich in der Klause bin, habe ich ja die andere mit in der Tasche. Die steht einfach fix da, deswegen. Und ich meine, dadurch wird es dann auch immer gespielt. Und sie gehört ja auch gespielt, wollte ich gerade sagen, nicht so ein Instrument, nur zum umeinander stehen und zum Anschauen ist. Aber es ist wieder mal merke das, es ist wieder ein Unterschied. Nämlich auch das Umsteigen, weil ich habe da das Gefühl, dass ich ganz eng noch Platz habe für den Daumen. Was nicht stimmt, das ist ums berühmte Arschlecken ist es ein bisschen schmäler, sind die Abstände. Nicht einmal, ich glaube nicht einmal messbar, ja, mit einer Schublehre vielleicht. Aber trotzdem, es ist einfach anders gespannt, anderes Ding. Anders, die Kontra sind ein bisschen enger, ja. Ja, man muss ein bisschen spielen. Die Mensur am Griffbrett und die das Griffbrett ist alles gleich, auch die Breite und so weiter. Ja. Nein, aber das ist aber. Und ich merke das dann beim Spielen. Von Seiten, wenn ich es tue und dann drauf spiele, sie ist anders. Ja. Und ich verspiele mich oft, ja, das ist jetzt gar aber da verspiele ich mich öfters. Also, wenn ich umsteige, wenn ich von einer auf die andere. Fast nicht aufgefallen. Ja, wenn denn schon, gell? Wenn denn schon. Der eine Bossgang war sehr schön beim Anfang, was du ja, aber nicht mehr noch gemerkt hätte, ne? Ja, der hat mir gedacht, ja, so geht's auch, weißt du? Allein. Ja, nein? Ja. Auf jeden Fall. Schau, Harry Schnellerfonte. Jawohl. Harry Schnellerfonte, auch ihn nochmal getroffen auf der Bike-Mess. Wo habe ich es? Da. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Mir gefällt es. Oh, so eine Freude. Nicht anders. So eine Freude. Ich muss einen Schluck nehmen. Nimm einen Schluck. Schau, der Eklitsche dieser Mal sagt, ich drehe durch so toll. Ich danke dafür mal. Und die Krise sagt, wow, ganz ohne Texthänger. Das stimmt wirklich. Chrissy, jawohl. Genau so ist es. Philipp Zach hat die Achtelleine. Philipp, jawohl. Philipp, dankeschön. Aus unerklärlichen Gründen dachte ich bisher, Olmes darf seine Dame. Naja, Maggie, ich sag dir was. Ich weiß ja nicht. Ist ein Mann. Ja. Ist ein Mann? Ja, definitiv. Schon? Ja. Ich bin ja nicht. Glaubst du, mir fällt der Name jetzt ein? Achso, du weißt den Namen? Nein, ich habe die E-Mail bekommen. Ja, da steht der Name, du hast es weitergeschickt, aber der Name ist klar. Ich habe nur Almes Staff gelesen. Klar, freilich steht der Name nach. Achso, na dann ist er Mann. Jawohl. Aber der war gut jetzt. Ja. Apropos verspielen, hat sich Klaus wenigstens am Jägerball nicht verspielt. Das sicher, wenn man verspielt. Das wäre nicht ich, wenn ich mich nicht verspielen hätte. Aber es war sehr nett am Jägerball auch, muss ich sagen. Ja, absolut. Schaut mal, das ist ein Wahnsinn. Auch einige Bekannte getroffen, ja. Absolut. Nein, aber wirklich leibend. Du, Eklitsche, diese Mal vorgenommen, wie hieß denn das Schmankerl? Beim Taschler. Von Patrick komponiert. Zum 10-jährigen heurigen Jubiläum den lieben Manfred Taschler herzlichst gewidmet. Der zieht auf mich Glasl. Ja. Ich walte sofort meines Amtes. Bitte darum. Ein Chardonnay. Dankeschön. Sollen wir schon zum Almes Staff kommen, zum Thema? Natürlich. Sollen wir schon? Auf was wollen wir warten, oder? Noch andere Themen habe ich auch noch. Ich habe die noch vorbereitet. Na, wie du willst. Also. Nein, wir kommen jetzt zum. Aber das Ding ist da. Ja. Warte mal, da kann ich es wieder nicht, da muss ich es da überlesen. Warte mal. Warte mal. Hast du zum Oberlesen? Ich hätte das auch nämlich. Also. Ja, kannst du. Ich mag schon. Ich meine, ich kann gut lesen, aber. Du, pass auf, ich mache es im Patrick-Style. Ja. Ich mache es im Patrick. Pass auf, der Almes Staff. Er macht es aber nicht, als weil er mir jetzt nachmachen will. Er ist nämlich auch schon Schasaugert in der Zwischenzeit. Ich bin nicht Schasaugert, ich sehe meinen Blick wie ein Adler. Ich habe nur schon die wie sagt man? Weitsichtigkeit, ja. Kurzsichtigkeit, wie sagt man? Also, Weitsichtigkeit hast du. Ja, im Alter sehe ich gut in der Nähe, ohne Brünn. Ne? So, früher habe ich weder in der Nähe, also früher habe ich Brünn braucht, für alles. Jetzt im Alter brauche ich für die Nähe kein Brünn. Ja, irgendwann ist das für die brauchen, dann wird das dann so. Nein, es geht schon. Es geht schon. Also pass auf, jetzt kommen wir zum Thema, hast du mir nachgeschenkt, seid einmal. Jetzt einmal Post. Meine Lippen hurcht einmal zu jetzt. Der Almes Staff ist ein Wahnsinn. Schau, jetzt muss ich da so schauen, dass ich was sehe. Gefällt mir aber, jetzt weißt du, wie es mir geht, weißt du? Darum hängen die Gitarren an der Wand, damit sie nicht rumgespielt rumstehen. Ja, auf mich verarscht wäre das kann nur der Ackerl gewesen sein, oder? Oder Ackerl? Ja, sicher. Ja, sicher. Aber schau mal, da der freche Harry schnell von sagt, Motorradmessen sind ideal für den Klause.
alle Radeln gesichert, hat nichts umfliegen können. Ja, das stimmt, aber mir hat es fast umgehauen. Mit seiner Werbewand. Weil da war das am Honda stand. Was wird das gewesen sein? Was wird das gewesen sein für eine? Weiß ich, ist ja auch wurscht. Aber auf Die jeden Fall. Manke wahrscheinlich. Nein, die war auf so einem Podestel, ist das Motorrad gestanden. Und dahinter war so eine Wand, mit so einem Bildschirm drinnen. Nicht? Und ich bin oben gesessen, dann bin ich wieder runtergestiegen. Daneben Und dann ist ja das Podestel und ich dachte so, und ob so da ist, ob ich da jetzt analysiert hätte irgendwas am Motorrad. Geh mir, Fußrasten, Radl nicht, das erkenne ich schon, aber sonst nicht. Und dann bin ich halt über dieses Podest abgeschlittert und habe mich halt erfangen an der Wand, ne? Weil das war halt nur diese Wand mit dem Bildschirm. Keine stabile Wand. Und am lautesten geschrien hat der Harry Schneller Fonte. Wie eine Frau hat er geschrien, wie eine Frau. So, weißt du? Weil er glaubt hat natürlich, der Messestand ist jetzt komplett im Desaster zerlegt. Es war ja der Klaus und nicht der Patrick. Weil wenn ich da so ansteig bin, mir war die Wand geflogen. Das war stimmt. nicht nur die eine, sondern die Wand. Das stimmt. Da ist der angerannt. Das stimmt. Aber ansonsten der rechte Harry Schneller Fonte natürlich das ist für mich schon leid. Also ich habe kein einziges Motorrad umgehauen. Das hat mich sehr. Ja, die Goldwinger, genau. Die Goldwinger Welt. Die Goldwing war schön. So, aber jetzt kommen wir zum Thema. All My Stuff. All My Stuff, bist du da? Gib ein Lebenszeichen. Gib ein Lebenszeichen. Ich meine, ich habe die heute schon gesehen, aber nur, dass du jetzt auch dabei bist. Der All My Stuff hat uns letztes Mal versprochen, er macht das ist der Weinkühlschrank. Er macht eine statistische Erhebung der Pawlatschen. Und haben wir gesagt, ja, super. Ganz leibend. Aber jetzt, wo er das gemacht hat, muss ich sagen, ja, wirklich super. Passt auf, jetzt sind folgende Sachen rausgekommen. Also eine mörderische Auflistung. Berücksichtigt alle Pawlatschen aus der YouTube-Playlist, inklusive der letzten Fake-Pawlatschen. Es gab ja 2 Fake-Pawlatschen, aber inklusive einer. Also der letzten. Waren es 421 Stunden, 29 Minuten, 24 Sekunden. Und dann hat er sofort einen Vergleich angestellt. Würde man alle Pawlatschen hintereinander laufen lassen, um Punkt Mitternacht zum Jahreswechsel fertig zu sein, müsste man am 14. Dezember um 10:40 Uhr anfangen. Ja, dann schafft man es, den Countdown bis zu Mitternacht. Wahnsinn! Also über ein halbes Monat eigentlich. Ah, Wahnsinn. Pawlatschen. Durchgehend. So, ein paar statistische Daten. Zu den eben 157 respektive jetzt der 158 Pawlatschen. Die Top 4 der längsten Pawlatschen. Die Platz 1 natürlich unsere Die ganz legendäre. legendäre. Die Pawlatschen Nummer 50 vom 28.12.2020 mit der Dauer 8 Stunden, 20 Minuten und 26 Sekunden. Das ist absolut ungeschlagen Nummer 1. Ungeschlagen Nummer 1. Zweiter Platz ist mit 2 Stunden kürzer. Und das ist auch spannend. Die Pawlatschen Nummer 24 vom 6.7.2020, die hat gedauert 6 Stunden 26 und das war die erste Pawlatsch mit der Startzeit um 20:15 Uhr. Weil bis dorthin haben wir, glaube ich, um 19 Um Uhr. 19 Uhr angefangen, ja. Oder 19:30 weiß ich nicht, um 19 Uhr, glaube ich. Ursprünglich war es 19 Uhr mal, ja. Ja. So, die dritte Pawlatschen, das ist schon das sehr Spannende, die drittlängste, weil es die letzte gemeinsame war, nämlich vom 2.1. diesen Jahres. Diesen Jahres, ja. Also die erste Pawlatsch im 23er Jahr hat gedauert 5 Stunden 12. Das ist ein Wahnsinn. Das war der Klause. War der Klause, ja. Den haben wir nicht aufhängen können. Und Platz 4 war dann am 12.09.22 die Nummer 137 mit 5 Stunden 8. Die durchschnittliche Dauer einer Pawlatschen 2 Stunden 41 Minuten und 1 Sekunde. 2,3 Stunden Durchschnitt. So, und jetzt da. Geht ganz schnell durch, weil das ist echt leibend. Die Anzahl der Pawlatschen mit einer Dauer von mehr als 4 Stunden waren 4 Stück. Mit einer Dauer von 4 bis 5 Stunden waren es 16 Stück. 3 bis 4 Stunden 18, 2 bis 3 Stunden 87, also eindeutig die Mehrheit. Und zwischen 1 und 2 Stunden 29 und mit einer Dauer von weniger als 1 Stunde 3. Und ich traue mich wetten, es waren die 3 Solo-Pawlatschen von dir. Die bei mir aus Eiweißtalm. Wie alles Zaubruch ist. 100%. Legendär. Legendär. 100%, ja.
Hallo, jetzt hör mich. Das sehe ich nichts. Das einfach, ich kann mich noch erinnern. Ich war auch nicht angeschaut und links da mal ein bisschen reingeschnuppert habe wieder. Und dachte, okay, ja, genau. Weltklasse. Weltklasse. Was ist jetzt los? Du hast sicher gar nichts mehr, nicht? Du, und wenn wir jetzt dazu, siehst du, das muss ich jetzt aber dann nochmal überprüfen. Das habe ich jetzt schon übernommen. Jetzt siehst du, das muss ich nochmal überprüfen, jetzt im Sinne der Fake-Pavlatschen. Weil wenn jetzt auch Fake-Pavlatschen da mitgerechnet, das heißt, das müsste eine Woche später sein. Eigentlich. Also pass auf. Der Allmeister hat geschrieben, aber jetzt mit dieser einen Fake-Pavlatschen, die müssen wir eigentlich dann ausrechnen. Wenn es im Wochenrhythmus in dieser Form ohne Pause weitergeht, steht am Montag, den 4. Dezember, die 200. Pavlatschen an. Das müssen auch Wochen vorher aber sein. Die Fake-Pavlatschen Müssen wir eigentlich weggerechnet. beide Fake-Pavlatschen müssen noch Nein, er hat nur eine mitgerechnet. nur die letzte. Die andere Fake-Pavlatschen war, die hat er nicht Die mitgerechnet. hat er nicht mitgerechnet. Okay, dann haben wir die Ausrechnung, müssen auch Wochen vorher sein, ja. Ja. Das Stimmt, müssen wir nochmal nachrechnen, sicher, aber wieder viel, aber Das kommt schon hier. nicht eine Woche vorher, eine Woche später. Ah, Dann kommt eine weg quasi wieder. Ne? Müssen wir auch nicht mehr machen. eine mehr machen Ja. wir später. Also ja, müssen jetzt eigentlich Richtig, ja. 4 und 7 ist 11. Das ist eigentlich der 11. Dezember. Aber das werden wir nochmal überprüfen. Wird der 11. sein, ja, ja. Aber auf jeden Fall, 4. oder 11. Dezember haben wir die 200. Pavlatschen, wenn alles so geht. Und das ist natürlich schon mächtig. Freue mich schon auf Montag, wenn es wieder heißt, grüß euch, servus, küsst die Hände mit freundlichen Grüßen, euer treuer Fan, All My Stuff. So, Freunde, und das natürlich, das ist eine mörderische Welle an rote Achteln wert. Eine Für unseren Allmeister. eine Orgie möchte man sehen. Absolut, absolut. Bitte haut eine für den All My Stuff. Eine mächtige Welle. Sehr zum Wohl. Zum Wohl, ja. Danke vielmals für Danke diese dir. ganz großartige Zusammenstellung. Hat uns echt wirklich Freude bereitet, das zu Absolut, lesen. ja. Wirklich leibend. So. Patrick mit Bart, Klaus schaut ohne Brille ins Handy. Ja, verkehrte Welt, ja. Ja, das ist. Ui, die Weitkeit, mich hat der Covid erwischt, der Geh. Okay. Fast umgeflogen ist er beim Absteigen. Na, Harry, stell dir vor, was hast denn du gesehen? Ich habe jetzt früher schon Bier getrunken oder was? Ich weiß ja nicht, ne? Was ist? Nein, eins nicht. 5, das Das ist so viel, naja, nein. waren nur kleine Stifterl, nicht wahrscheinlich. Also Stifterl ist beim Weinen. Nein, da war ein halber Liter. Nein, das waren ein paar so kleine und ein großes, je nachdem, wo man es halt organisiert gerade hat. noch gegeben Die Fake-Pavlatschen letzte Woche war sehr leibend. Gary 1.0, herzlichen Dank. Wenn wir auch dann gleich noch mit drauf eingehen. Die Achteln kommen schon rein. Für den All My Stuff. Jawohl. Jawohl. So gefällt mir das. So schaut's gut aus. Genau, die Weintime ist viel besser. Ja, All My Stuff. Ein bisschen ein Vogel muss man schauen, aber ich habe es gerne erhoben. War sehr interessant. Na, All My Stuff war wirklich wild. Also, Leibend, du hast uns leibend. wirklich eine riesige Freude bereitet. Mir taugt es sehr. Mir taugt es sehr. Hast du ganz schön viel Arbeit gemacht. Das schaffen nicht einmal ich. Grüße, klasse. Hab beide Fake-Pavlatschen hinzugezählt, aber ist klar. Nein, macht ja nichts. Macht ja nichts. Nur, dass wir es wissen. Schau da von die Achteln nicht. Zu Recht die Achteln. Ja, dann ist es am 18. Dezember. Dann war es am 18. wiederum, ja. Wenn man sich dazu. Wobei ja wirklich tatsächlich, muss man sagen, die letzte Fake-Pavlatschen war ja wirklich eine Pavlatschen. Also nur halt nicht live. Währenddessen ja die erste Fake-Pavlatschen war ja wirklich ein produziertes Video. Ein Video, Also ja. mit Schnitt und quasi mit Drehbuch. unter mit Drehbuch, Anführungszeichen, also ja. Mit Schweißboden. und Fragen beantworten Genau. von euch und so weiter. Ja, Ja. ja. Und die letzte war wirklich also Die im Musik Stile setzen, die haben das der Pavlatschen. Wir haben Genau. einfach ein paar Pavlatschen gemacht, ja. Für die Mörderhocken von All My Stuff, Weltklasse. So. Ebenfalls ein Lob, die Fake-Pavlatschen mit den Eigenkompositionen war der Hammer. Ideal, um auch Menschen, die nichts mit Wiener Lied am Hut zu haben, zum Thema zu bringen. Florian Lukas, das gefällt mir voll. Dankeschön. Florian, danke. Dankeschön. Ja, danke. Bevor wir jetzt auf die Fake-Pavlatschen zu sprechen kommen, Sind wir verstanden. und wir werden was spielen, haben wir aber vorher nochmal bitte ordentlich eine in die tiefen Tasche hineingreifende Achtelpartie für die Wildcat aussehen, die den Covid nochmal eingeschnüpft Wieder hat. mal rüber. Gehen wir, Wildcat. Wildcat. Mal rüber. Für Wildcat und Sani und Mutzi haut eine bitte nochmal die roten Achteln, dass da was weitergeht. Also da gesund ist. Was machen wir jetzt da?
mir der Wein so gut schmeckt, fällt mir gerne Lidl ein. Was für Das ist schon lange her bei mir, dass das dieser Zustand Naja, ich mein, eingetreten ist. am 2. Jänner, nach der Pavlatschen, also am Am 3. 2. Jänner war schon. Das weiß ich genau, das ist dokumentiert. Die drittlängste Pavlatschen, die wir Jänner gemacht war haben, laut Hohlmeister Aff. Das letzte Flasche Wein aus dem Kühlschrank geholt, da habe ich mir schon gedacht, na, gespielt. Ja. Siehst du, die Meggebär sagt was Gutes. Ein Pavlatschen ist, wenn die Pavlatschis, die dabei sind. Ja, so gesehen, gell. Da gelten die beide eigentlich, beide Fake-Pavlatschen. Naja, aber ich habe, wenn ich jetzt von der Nummerierung ausgehe, die Fake-Pavlatschen habe ich nicht eben in die Nummerierung reingenommen. Das Fake-Pavlatsche 1 und 2. Und das ist die Nummer 157 und von dem ist es ausgeht. Also wird es wahrscheinlich der 18. Wird der 18. Ja, aber gut, Die ist ja gut. Weihnachtspavlatschen, auch passt auch Die wieder schön zusammen. Weihnachtspavlatschen, ja. Die nächste drauf eine Woche, dann später wird schon wieder. Und ich meine schon, Wie eine Fake-Pavlatschen Ja, genau. werden. aber schon am Murzer Rausch vor Weihnachten hat noch keinen geschaut. Kann man so sagen. Und, na, da müssen wir uns natürlich was einfallen lassen, aber Ja, das haben wir uns auf genau jeden schon. Fall, auf jeden Fall. Ja. Jawohl, Franz Brandwein. Jetzt haben wir seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Schaut die Achteln für die Waldkeit. Jawohl, Wildcat, schau, dass du wieder fit Jawohl. bist bald. Jawohl. Das geht So, schon. Patrick reist auch, ne? Ich reise auch, Reise ja. Ich geh gemütlich heim, da steckt mir wer an da. Herrgott, na, was hab ich gefurcht, was am Sofa auf der Gasse sucht. Da hat der Lucky Blair, was suchen's auf der Wehr? Da hab ich diesen Grobian erkennt. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht. Nein, das ist schwierig. Ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde. Jetzt gehört ich um den Thomas wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hat's noch jeden Schritt wieder. Und wann ich's gefunden hab, zahl ich ein Liter Wein. Aber Patrick, fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Na, das ist nicht schön, die Leute glauben, ich leb hin, weil ich auf alle vier umrutsch, wie Baby mein Krawattenlutsch. Kommt ein alter Mann und schreit so laut er kann, jetzt ziehen die Leute die unglücklichen Menschen an. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, nein, das Gespiere. Ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde. Jetzt gröll ich um und um, als wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst haut's noch jeden Schritt wieder. Und wann ich's gefunden hab, zahl ich einen Doppelwein. Jawohl! Fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Weltklasse! Schon sehr lange her, dass mir das passiert ist. Ja, ich sag, so lange auch wieder nicht. Aber gut. Lass mal so Großartig, im Raum stehen. Die Achteln von Die alten Achtelvereine. lauter, wie soll ich sagen, die mich bemitleiden, die Leute. Ja. Der arme Mensch, das umeinander gerät. Das ist ja Bobby Spieß. Bobby Spieß ist da aufs Gleichgewicht, Ehre. Bravo, Bobby Spieß. Heute haben wir schon eigentlich quasi indirekt von dir gesprochen, also nicht direkt von dir, sondern von deiner Animation, die du gemacht hast für mich. Also Motivation, muss man sagen, nicht Animation. Mit der Bouton. Und ich habe mich da jetzt auch schon entschuldigt, quasi, knieweich bin ich geworden. Ich habe gesagt, ich bin nicht dazu gekommen, jetzt nicht aus zeitlichen Gründen vor allem, sondern aus privaten, aus Nerven, Energiegründen. Energiegründen. Hat die Energie gefällt, weil wir heute jetzt recht viel um die Ohren haben, alle zwei. Und daher, es ist aber aufgeschoben und nicht, das betone ich, aufgehoben. Bouton. Heute hätte ich die Stimme für sowas. Hätte ich die Stimme gerade sagen, ja, das war, hätte passen. Aber, ja, was soll man machen?
Also die Miki hat schon. Wir haben herausgefunden, dass all mein Stuff ein Mann ist. Das weiß ich schon lang. Nicht? Und da weißt du, das ist was. Von der Butteröl, jawohl. Danke, ich sag dir weit geht. Na, unbedingt, unbedingt. So, jetzt ganz kurz zur Fake-Bablatschen. Also, wir haben ja da ganz kurz reingeschaut. Und du kannst ja, wenn du so eine Premiere hast, habe ich zumindest nicht die Möglichkeit gefunden, dass man dann nachher noch in den Chat reinschauen kann. Also das dürfte wirklich nur live gehen während der Premiere, währenddessen beim Livestream kann man sehr wohl dann, also mit der Chat mit aufgezeichnet. Ja. Du kannst dann quasi einblenden und ausblenden als Admin, aber bei der Premiere habe ich dann wirklich nichts gefunden. Was schade ist, weil hätte man gern das im Nachhinein gemütlich angeschaut, was ihr da gechattet habt. Aber wir haben den Eindruck gehabt, dass ihr euch sehr gut unterhalten habt. Gut unterhalten habt, ja. Und dass es euch gefallen hat. Und ich würde jetzt wirklich, also abgesehen von euch wissen, ob es leibend war oder nicht, also ich habe die meisten Menschen geschrieben bei leibend, aber mir würde jetzt wirklich zwei Dinge wirklich interessieren. Das eine war das neue Setting. Nicht? Also, weil wir wollen das dann, wenn wir in der Klasse sind, wollen wir das immer so machen. Nur mit Mikrofon, weil man das Mikrofon muss dann auch so wie da von oben kommen. Verstehe, weil ich kann die Live-Chat nicht lesen. Weil gerade in der Fettbablatsch. Wirklich wahr? Ja, klar. Jetzt habe ich nicht gedacht, ich muss nachschauen. Das war leibend. Naja, Du das darfst heißt, ich habe das Video noch nicht angeschaut. Ja, nicht als Admin, sondern als Du Ding. musst das einfach so anschauen. Okay. Jetzt habe ich gedacht, jetzt muss ich das probieren, weil ich habe schon andere Fake-Videos mal angeschaut, in letzter Zeit mehrere. Also Videos, wo der Chat läuft. Schaut aber keine der Chat ist- Fake-Videos an, schaut richtige Videos Ja, an. ich meine, also aufgezeichnete, also keine Live-Videos, sondern Dings, wo der Chat lesbar ist. Im Zuge meiner Weiterbildung, weißt du. Sehr gescheit, sehr gescheit. Da hat er gedacht, das muss ich nachschauen. Na, gut zu Nein, wissen. das ist eh da. Na, also ich hab halt geschaut natürlich, ja, na, mach's auf die Flaschen. Mach auf und schau mal, ob du das zukriegst. Habt ihr das jetzt gesehen? Großartig. Natürlich, wieder ein Wahnsinn. Aber heute trinke ich Wasser auch drauf, schau. So, bitteschön, ich nehme einen Schluck und nehme noch davon. Immer Wasser bitte. Ja. Ich habe einen Durst, aber auf dieses Rivois, auf das Zuckerl. Das Eibischzucker Aufs oder was Grüne. es ist da. Stimme ist schießen wie vorher und Durst habe ich auch gekriegt. Ich weiß nicht, was das bringen soll, aber ja. Wo sind wir denn? So, bitte schenke ich sofort noch. Ja, gut, ist gut für die schlanke Linie, 3 Kilo weg. Na bravo, Weilke. Es geht aber anders stark, gell? Wolfgang Kudin, Weltklasse. Wolfgang Kudin, das hat mich wirklich gefreut. Ganz bescheiden im Hintergrund. Na gut, weißt du, ich habe immer die Goschen offen, ich rede. Wahrscheinlich habe ich deswegen keine Stimme. Aber ich glaube, da habe ich auch schon schwache Stimme gehabt. Na sicher, das habe ich seit Samstag. Seit Du musst am Freitag oder Freitag auf Samstag. nachdenken, was gemacht habe vielleicht. Ich leider nicht dabei war. Es gab leichte Übernachtigkeit, aber das bleibt ja im Rahmen. Darum ist er daneben gestiegen beim Aussteigen. Ja. Bei meiner Recherche beim Latschen, sagt der Allmeister, ist mir aufgefallen, dass man bei vielen früheren beim Latschen noch den Chat nachträglich lesen kann. Ja, Allmeister, das ist so. Bei den Livestreams, da kann ich angeben, als Admin, ob man den Chat im Nachhinein auch lesen kann oder nicht. Das wird nicht bei allen angereizt sein und bei manchen schon. Das habe ich damals einfach noch nicht bewusst oder unbewusst gemacht. Und das ist dann die Livestreams. Aber eben bei einer Premiere, also habe ich tatsächlich also im Studio, also im Admin-Studio, im Bereich, nichts gefunden, wo ich den Chat finde. Dass ich natürlich einfach nur aufs Video gehe und dort schaue. Auf die Idee bin ich nicht gekommen, weil es für mich unlogisch war. Das ist dort und woanders nicht. Aber wie gesagt, das ist. Aber auf jeden Fall ja. Also bei allen wird man es nicht im Chat lesen können, weil es wahrscheinlich nicht überall angereizt hat bei den alten. Aber ja. Meine geschickten Doxer da überprüfen wollen. Grissi, Weiterbildung, ja genau. Schaut sich die Faker an, dann weißt du alles. Jawohl. Wein allein macht stumm, Wasser allein macht dumm. Angeblich von Goethe, ja. Bobby Schmidt, ich war noch von Goethe, das ist so, das muss ich jetzt natürlich vervollständigen. Das war so, wobei es natürlich noch viel schöner geschrieben hat, als wie es ich auswendig zusammenbringe, aber ist egal. Aber man muss sich vorstellen, der Goethe sitzt in einem Keller, ne, das ist ein Weinkeller. Es war wohl nicht Auerbachs Keller, aber könnte sein. Und da sind gesessen, also ein Nebentisch, tiefe Keller, kriege ich das besser da? Sitz ich hier bei einem fast vollen Reben. Na, weiter kommen wir. Die Stimme nicht noch mehr, weil das.
Aber Film, und da sitzen auf einem Nebentisch irgendwo sitzen so junge Studenten und machen sich lustig über den alten Herrn, ich habe nicht gewusst, dass es der Goethe ist, haben sie lustig gemacht über ihn. Warum? Weil er Wasser und Wein gemischt hat, ne? Also gespritzt gemacht quasi. Warum hat man das gemacht? Weil früher der Wein ja so sauer war. Nicht so gut verträglich. Der war sauer, der hat nach allen geschmeckt. Ne? Wahrscheinlich. Nur nicht wie die Weine, was wir heute haben. Wahrscheinlich. Und halt natürlich vor allem für betagte Herrschaften, wie man damals gesagt hat, für Philister war das nicht so verträglich. Jetzt hat man das, um es verträglicher zu machen. Das geschrieben hat, war er 40. Na, weiß ich nicht. Ja, Nein, ja. es war damals ja alt. Das war alt, ja. Das ist heute ja alt für Studenten, die glauben auch mit 40, dass du schon in Pension bist. Die Trotteln. Nein, wurscht, also beim Thema. Und der hat das also mit Wasser gemischt, damit ein Wein bekömmlicher wird für ihn. Und die Studenten haben sich lustig gemacht. Daraufhin hat er was auf einen Zettel geschrieben oder zum Kölner oder zum Wirten gesagt, das bringen wir da zu den Herren. Ne? Und dann den Zettel umgebracht und den dann gelesen, da ist drauf gestanden, man weiß die Geschichte natürlich nur, ist drauf gestanden, das Wasser macht stumm, das beweisen die Fische. Der Wein macht dumm, das beweisen die Herren am Tische. Und weil ich beides nicht will sein, mische ich Wasser mit Wein. Nicht so war das angeblich, dass man sich auskennt. Ja, und vor allem, das war ohne Kohlensäure noch damals. Das war weil die Maggie gerade schreibt, hatte man damals schon Kohlensäure? Nein. Wobei es war eigentlich sogar sehr gefährlich in der damaligen Zeit, da einfach ein Wasser einzuladen, weil das Wasser meistens, wie man wienerisch sagt, verseicht war. Das Wasser war vielleicht schlechter wie der Wein, ja, das kann sein. Darum war damals das Getränk der Wahl Bier. Für den Durst. Ja, Bier und Wein war auf jeden Fall Ja. nie ein Fehler. Das angekochte Wasser beim Bier, dann kann auch nichts sein. Ja, aber das war der Almesdorf sagt so, Premiere klingt so nach Theatervorstellung, ja. Aber das heißt so bei dem YouTube, was ist als Premiere? Aber im Theater gibt es ja dann immer die Vorpremiere Das gibt's doch nicht. und die Vorpremiere Ja. und die Premiere der Vorpremiere. Premiere und so. Wie man da endlich hinkommt, zum Schluss ist man schon ausgespielt eigentlich. Generalprobe darf man nicht vergessen. Nicht Ne? vergessen, aber Schau, so eine Farbe ist er dabei. ja, wo servus. Okay, schau, vergangene Woche Corona gehabt zum zweiten Mal. Okay, Susanne. Okay. Aber hoffentlich wieder gesundet. Hat's ja nicht. Das Wasser war damals nicht so gut wie heute, sagt der Spaziergang. Ja, als ob es heute gut war. Also, ja, wie weiß, was du meinst. Früher war ein richtiger Spaziergang. Beste Grüße an die Frau Gemahlin, gell? Weißt du? Können Sie das Walter und ich zum Seelisch am 23. April kommen. Raffi, das war der Welt. Das war super. Das war der Welt. Zu den Bluschrammeln. Oder? Nein, was ist im April? Oder ist das ein lustiger Hermann? Das ist beides im April. Ja, aber was ist was? Weiß ich jetzt nicht Ich auswendig. weiß jetzt auch nicht auswendig. Schau, Musik und sagt, Bildungsauftrag wieder erfüllt. Ne? So sind wir. So sind wir. Na, Bass, glaube ich, war das noch nicht. Also vielleicht, ich war schon in der Nähe vom Bass, aber ich glaube eher Bariton wäre ich. Bass ist schon sehr. Ich bin eher, wenn dann Bariton. Eher Bariton. Eher würde ich wahrscheinlich. Aber ich käme mit den Chorstimmen nicht so aus. Weil Aber eigentlich, wenn du mit denen so singen, bist der Krawatteltenor fast. Nicht ganz, aber. wie man so sagt. Ne? Im Fußball sagt man Libero. Nein, einer, der so ein Krawatteltenor war, im positiven Sinn, so wie Helmut Galtinger. War ein Krawatteltenor. Entschuldigen Sie, singen Sie Bass oder Bariton? Nein, nicht, Frau, ich bin ein Krawatteltenor. Wie man sagt, ne? Der Uli Winter hat das einmal analysiert, nämlich, weil die Sachen, die er singt, weil der ist nicht hochreinig gesungen, also ein typischer Krawatteltenor. Der Qualtinger, ne? Qualtinger, Ja, war aber auch eher Tenor. Der Ne? Tenor, ja. War aber ein Ding, nicht? Aber ich sage aber, Tenor wäre wahrscheinlich nicht, für das so weit komme ich auf. Also wenn, ich wäre wahrscheinlich, Bariton, ja. würde man mich im Chor in die Bariton-Ecken stecken. Und nur zum Bass dann, wenn es keinen gibt. Wobei eigentlich, es gibt nur Bass, Bariton und es Ja, gibt einen Tenor. ja. Aber Ja, aber gibt es die Abstufungen dazwischen, sind immer individuell. darum sage ich, Bass singen dann, wenn es keinen anderen gibt. Ne? Aber wirklich, Bass singen könnte ich, glaube Die ich. Nicht. Damen ist besser, da gibt es ja Sopran, Mezzosopran, Alt. Ne? Ja. Da hast du ein bisschen mehr. Ja. Siehst du, schau, Geschichtsstunde. Schau, wie sich alle gefreut. Wie sich alle gefreut über meine intellektuellen Auswüchse. Das ist schön. Danke für die Geschichte. Bobby Spee sagt, die Krise sagt, so wurde der Gesprächste erfunden, wieder was dazugelernt. Ja? Und der Franz Brandwein bringt das natürlich intellektuell vor auf den Punkt. Der Goethe war kein Trottel nicht. Ja? Kann man sagen.
Ich habe einen alten irdenen Weinkrug, da steht drauf, Mensch, bedenke, dass die Weine stärker sind als deine Beine. Ja, Weltklasse. Super, das ist großartig. Der Olmeister sagt, meine Eltern haben immer erzählt, dass die Wasser aus der Wasserleitung getrunken haben. Ich könnte das nicht. Wasser ohne Sprudel schmeckt sehr fad. Na, muss ich sagen, na. Das den ganzen Tag. Also, Also ohne, und wenn der Früh oder Vormittag, ich trinke nur direkt aus der Wasserleitung. Direkt aus der Wasserleitung. Gut, Wiener Wasser ist ja wirklich sehr gut. Na, muss ich sagen, das Wasser. Aber ich habe schon manchmal ja ganz gerne einen Sprudel auch. Den Spritz hat der Jesus erfunden. Wasser zu Wein. Raffi zum lustigen Hermann. Na, das wird wild. Jawohl. Raffi, das wird wild. In Fiaker der Häuselfrau. Susanne Faber, ja, für die Reha in Kitz, im Burgenland. Machen wir da. Silberne Kandeln kriege ich mit der Stimme nicht hin. Das nicht. Glaube ich nicht, dass ich es zusammenbringe. Ich bringe eigentlich gar nichts zusammen in Wahrheit. Aber, Das Fiaker geht? ja, wir werden das, Das musst du leider du singen. wir werden das schon irgendwie hinbringen. Ne? Dort, wo ich ziehe, da zieht er eh. Ich war seit langer Zeit offiziell Scholar. Ich bezeichne mich immer noch als Scholar. So wie der Professor Giertler, der hat ja auf seiner Visitenkarte stehen, Scholar in Gottes weiter Weltuniversität. Also ich bin ein Scholar. Finde ich. Ein ewig Lernender. Bist du bereit? Bin bereit, bin im Anschlag. Na schauen wir mal, was geht. Ja, ich fiel zwei halbe Roppen, mein Zeige steht am Grau. Ach so wie die zwei Troppen, wird's nicht bald gesehen haben. Ein Beitschen, na das gibt's nicht, wie ist das nur nicht schlagen? Das Schlimmste war ein Schnäuzer, sonst zerreißen sie mir den Wohn. Von zum Lusthaus Forest in 12 Minuten hin, da springt man ganz im Galopp, da geht's nur rüber, trott, trott, trott. Wenn's noch so recht schießen, dann spür es in mir drin, dass ich die rechte Brotz noch, dass ich ein Fiaker bin. Ein Kutscher kann a jeder werden, aber vor allem des keinen zur Moerin werden. Mein Stolz ist, ich bin heute nichts wie ein Kind. A Fiaker, wie man nicht alle Tag findet. Mein Blut ist so liftig, so leicht wie der Wind. Ja, ich bin heut kein echter Kind. Ich bin bald 60 Jahre alt, 40 Jahre steh ich am Stand. Der Kutscher unser Zeilen vor halbe fest benannt. Und kommt's einmal zum Auffahren und er wäre dann begraben. Ja, dann spannt's mir meine Roppen ein und fährt's mir übern Graben. Lass es so laufen, führt's mich im Trab hinaus. Ich büt mir's aus, nur nicht im Schritt. Nehmt's mir nicht ein wenig, a Gretz, sag er mit. Das ist ein Muss, das umziehen ins allerletzte Haus. Und Leute sollen's halt merken, ein Fiaker fähren's hinaus. Und auf mein Grab steht da so ein Stück, damit's die Leute deutlich sehen. Sei stolz aber, er war heute ein echter Kind. Ein Fiaker, wie man nicht alle dort findet. Sein Blut war so liftig, so leichter wie der Wind. Jo, er war heut Pfiff, echter wie ein Kind. Ich hab halt die Opernstimme auspacken müssen. Na, das geht das schon, das hilft dann schon, wenn man... Sie müssen stützen. Na, wirklich. Ja. Wenn du keine Stimme hast, musst du diese schöne, so, ich kann sie nicht, aber so ein bisschen, aber nicht so gut,
muss man nicht von da mehr singen, dann tut man die Stimmbänder nicht so beanspruchen. Nur es klingt, finde ich, halt scheiße beim Wienerischen, aber das ist halt, hilft ein bisschen, dass dann nicht so beansprucht werden, aber ich hoffe, es ist trotzdem irgendwie gegangen. Was haben wir da? Irgendwas? Familie Sperg ist auch anwesend. Die sind gerade heimgekommen und sind schon bei der Pawlatschen dabei. Grüß echt gut. Jawohl, da habe ich schon. Wo sind sie? Jetzt sind sie wieder weg. Hallo Pawlatschinger! Jetzt heim geht's alles. Eine Tasche an Roland, wird klasse. Ui, habe ich die Ehre. Singen wir auch bald wieder. Freue mich auch schon. Also bald, dauert auch noch einen Monat. Wir werden uns vorher sehen noch. Also, So, wir haben ja nicht so weit. was ist Grisi zum 20. am Fritzl Startguss? Der gratuliere jetzt schon dazu. Was war Fritzl Startguss? Das muss ich aufschauen. Bei der Bildung, die ich hier bekomme, habe ich nach der 200. Pawlatschen das Abi geschafft. Bravo, Fritzl. Fritzl! Fritzl, du bist der Wahnsinn. Fritzl! Ja was? Da kannst du die silberne Nadel in der Tanzschule dazu rechnen. Plus das Bronzeabzeichen im Musikverein. Das kriegst du alles mit. Das gibt alles in einem Package. Was können wir noch verleihen? Ein Professor kriegst du. Professor. Kriegst du auch, geh was. Sicher. Den Professor Humoris Causa, was? Genau, Das war der ja. Richtige. Das war der Richtige für den Fritzl. Humoris Causa ist gut. Ja. Schau mal, Spike und du TV. Ja, sehr, was geht. Na, du hast das Leiber gehabt. Du warst am Freitag auf der Messe. Da Da war es noch entspannt, glaube ich. Da war es entspannter, glaube ich, als am Samstag. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Das war echt ein Wahnsinn. Ja, sagt der Christoph Acker, sagt ja. Josef Dadl. Josef Dadl ist am Start. Na, da muss ich einen Schluck nehmen. Josef Von Dadl. wo schreibt er? Schreibt er noch nicht. Ich nehme an, es wird schon im Chat stehen, weil normalerweise schreibt er gleich von selber, wo er sich befindet. Im Wohnzimmer oder In der in Badewanne. der Badewanne. Servus, Josef. Philipp Zacher, Wahnsinn. Spiel. Schau, die Achteln, wäre wichtig. Hat die Achteln alle. Hast du schön gesungen, Klausi. Danke, Chrissy. War ganz was Feines. Bravo, danke. Dankeschön. Es geht, trinke ich immer Wasser aus der Leitung. Geht nur in recht wenigen Städten. Das stimmt. So hat Uli Slonik gesagt. Allen voran Wien natürlich, da brauche ich kein Wasser aus der Plastikflasche. Absolut richtig. Also Uli Slonik, das ist wirklich in Wien haben wir wirklich ein Weltwasser und in den meisten Teilen Österreichs. Also fast in allen. Ja. Es wird irgendwo bei, so im Weinviertel wird es ein bisschen eng. Also dort, wo stark Grundwassergeschichten Du hast. kannst das bedenkenlos Man kann es bedenken. trinken. Ja. Das ist nicht so, bedenkenlos kriegen. nicht so referieren. Also, Aber es hat mitunter dann einen Geschmack, weil es oft so ein bisschen Ding. Aber sehr hart ist, ja, vor allem, und das hat auch einfach einen Geschmack. Ja. ich sage mal auf jeden Fall so im gebirgigeren Kannst Bereich kannst du überdenken, ja. gibt es immer schon. Und ich habe ja zum Beispiel mit der Klaus, ich habe ja Quellwasser. Das ich sehr, sehr gern habe. Ja, das ist eh gut. Das ist eh gut. Aber jetzt kriege ich ja im Sommer die Wasserweite, also die Wasser Ortswasserweite. von Orts, nicht, ja. wie man sagt, ja. Ort ist gut, das ist weit weg. 3 Pumpstationen wahrscheinlich. Ja. Na sicher, ne? Ja. Na klar. Also das machen sie nicht wegen mir, nicht, sondern es ist halt dann so, da sind ein paar so versprengelt, ein paar Häuser. Und es ist irgendwie, scheinbar ist das so eine Initiative in Niederösterreich, dass man eben auch die entlegensten Dörfer, nicht Dörfer, Häuser und Höfe mit Frischwasser und Glasfaser wie sagt man? Versorgt, danke. Bitte. Ja, danke. Ein gescheiter Bursch. Ist mir klar. Und ich kriege das, also ich kriege auf jeden Fall das Wasser im Sommer, aber die Glasfaser, ich kriege die Leerverrohrung vom Glaswasser. Ob ich dann wirklich auch die Leitung kriege, das werden wir erst zeigen. Das hängt, Hauptsache die Realen sind da. aber die Realen sind schon mal da. Können sie das durchschießen noch, ja. Das war gut. So, schau dich an, ihr Schlägel. Laut offiziellen Zahlen waren in 3 Tagen 55.000 Menschen auf der Messe. Bist du Das deppert. ist schon eine Menge, muss man sagen. Das ist wirklich eine Menge. Also, wie gesagt, also das war echt nicht lustig. Also die Messe selber habe ich erst die letzte Stunde als Messe genossen und 2 Stunden sind wir am Bridgestone-Stand gestanden mit Zonka, mit Brennrau, mit einigen, wo eben Daniela Schlegel und alle möglichen, was ich schon vorher gesagt habe, dabei waren. Und da haben wir einen riesen Hetz gehabt, einen Stuhl. Also das war ein Leib, das war es wert, sage ich mal. Das war es wert. Und dann nachher die Stunde, wo keine Leute mehr waren, wie sie das angeschaut haben, war auch leibend. Aber ansonsten vorher war die Messe vollkommen zum Schmeißen. Also das war Wahnsinn. Echt, du bist nirgends zu, wenn du dir nichts anschauen können. Und jetzt müssen wir eine haben. Eine rote Achtel von Josef Dadl, weil er wieder aus der Badwanne zuschaut. Ja, Und ich finde das absolut
Leiband. Super. Aus der Badwanne. Josef Tatl, die Pavlacisti und die Todgeweihten grüßen dich. Naja, in Anlehnung, Veni Vidi Vici, ne? Ich meine, naja, ich wollte, wenn ich schon heute da eine vor mit Bildung. Veni Vidi und leider nicht ganz Vici, ne? Genau. Aber die Das gallische Dorf, fast. Die wo in Eibestal liegt, glaube ich, aber. ich weiß nicht, muss ich arbeiten, bis ich an Sehnenscheidenentzündung habe, oder? Redet so, das fällt noch, ne? Das Ja. Wir kaufen nicht kein Wasser, Natascha spielt, das glaube ich. Was sagt nochmal mein Start? Ja, macht nichts. Hoppala. Das ist generationsabhängig oder danach, wie man aufgewachsen ist. Die Älteren kennen nur das Wasser aus der Leitung, die Jungen von heute trinken kaum noch aus der Leitung. Ja, vielleicht kann es sein. Aber gerade in Wien ist das eigentlich. Wir sind noch so aufgewachsen in Wien. Aus der Leitung, ja. Ja. So ein Schmalzbad, weil sonst zerreißt es mir den Magen. Jetzt bin ich von meinem lokulischen Mahl. Bravo, Franz Brandwein. Ein Beischel, nein, das gibt's nicht. Du isst das nur nicht blanc. Das höchste war ein Schmalzbad, weil sonst zerreißt's mir da den Magen. Das ist sehr leibend. Hätte trinkt auch noch was. Nur kein Wasser, ne? Jetzt singt der Jimmy Schlager. Ja, genau. Schon der Ulrich ist am Start. Grüß euch alle miteinander. Bin erst vom Hakeln gekommen und hab schon nebenbei zugeguckt. Sehr brav. Servus, Ulrich. Weltklasse. Und schaut, da sind schon die Achteln. Da sind die Achteln für ein Original. Josef Tatl in der Badwanne. Jawohl. Leierwand. Sieht die aus. Was sagt der Christoph Acker? Wenn ich erzähle, dass ich die Rausch, welche ich mit dem Burm erlebt habe, an einer Hand abzählen kann, dürften mich Lügen strafen. Das glaube ich auch, weil, ich meine, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Unglaublich. Haben wir jetzt gesagt, dass wir was spielen oder was dazu? Nein, spielen wir mal was. Spielen wir wieder was. Das Eibes da ist auch vertreten. Christian Sommerauer. Sumsi, servus, grüß dich. Weltklasse. 3 Achtel ist aber ein bisschen wenig, möchte ich schon anmerken. Ne? Naja, fängt ja erst Aber er an. fängt erst an. Er fängt erst an. Schau, der Spaziergang bringt schon Marc Aurel ins Spiel, wenn er wenig wie die Winzi. So habe ich natürlich nicht dazu gesagt, nicht die Quelle. Ich habe mir gedacht, das weiß ja jeder, aber danke Spaziergang. Es ist quasi eine Gemeinschaftsschulung, die wir da Bei abhalten. uns Ne? und den Pavlacisti immer. Ja, auch jeder weiß ein bisschen was. Und in Summe gibt es In Summe gibt es. In Summe könnten. super hier. Im Prinzip sollten wir Künstliche Intelligenz. Nein, viel besser ist Mit es. erschaffen. Nein, und wir sollten eigentlich ein Regierungssystem in Österreich erschaffen, wo also nicht Demokratie und das Ganze, nein, sondern eine Pavlacisti-Regierung. Weißt? Also wir sind gar nicht jetzt in dem Sinn, wir sind zwar sowas wie ein Kanzler oder Präsident und wir tun nichts anderes wie spülen und saufen, musizieren und saufen und plaudern. Und die anderen bringen sich mit ein und dadurch ergeben sich dann die Gesetze und Regelungen Wo ist für den Staat. zu jetzigen? Nein, wurscht. Ja, unser System wird funktionieren. Das funktioniert bei uns. Das ist ja mal ganz klar. Das ist ganz klar. Harald Hunter, endlich wieder alle gesund, jawohl. Jawohl, So eine Gruppentherapie, Musikraum, ja genau. Jawohl. Ja, wir lernen. Du, hast du das angeschaut? Ich hab das da aufgeschlagen schon. Ah, da brauche ich die Noten dazu, aber. Was, von mir oder hast du es Ah, nicht? von mir hab's eh mit. Hast du es eh mit? Zwei und ich komm gleich. Ja, pass auf, weil das haben wir, weil das nicht immer heißt, wir dann nur versprechen und machen gar nichts. Ein bisschen was haben wir schon zumindest angeschaut. Gespielt haben wir es noch nie, der Patrick und ich, aber wir haben es uns angeschaut. Also jeder für sich und jetzt machen wir eine Premiere, dass wir das erste Mal spielen. Horst Gmäler hat ein bisschen Geduld mit mir. Kaum muss ich den Finger erheben. Ein Schmattes für die leibenden Burschen, 10 Euro von Ulrich. Ulrich, Ulrich, da danke trink dir. einen Schluck, da trink einen Schluck. Da trinke ich einen Schluck. Na, da trink einen Schluck. Ulrich, danke dir Sehr schön. zum Wohle. Danke dir schön. Und für alle, die jetzt da motiviert sind, dank Ulrich, geht dann eben in Schmattes über PayPal oder über eine Überweisung an uns beinhart umrucken lassen, sozusagen einen kleinen Einwurf in den virtuellen Hut, oder wir machen quasi die Kudinsche, frei nach Wolfgang Kudin, die Kudinsche Geldüberreichung analog. Analog. Das ist jederzeit auch möglich. Auch möglich. Auf jeden Fall danken wir euch für ein Schmattes, für ein Obolus
für die Musik müssen keine großen Summen sein. Es können natürlich große Summen sein, aber wir sind auch dankbar, wenn du sagst, pass auf, ich lade jetzt zwar einfach auf einen Gespritz, ich haust eine 5 Euro. Ist auch in Ordnung. Alles Und gut. natürlich alles, was drüber ist, auch in Ordnung. Also da gibt es gar keine Beschränkungen. Wir freuen uns über jede Wertschätzung, die uns diesbezüglich erreichen tut. Das ist schön gesagt, ne? Pawlatschner Think Tank. Jawohl. Wiener Lied und alles, Kolloquium. Ja, genau. Jeder hat sein das Senf drauf. stimmt, das ist aber so und das macht es aber auch aus, finde ich. Das macht es wirklich aus. Also, das Ja, die Krise ist auch schlechter als die Regierung, kann man nicht sein. Wahrscheinlich ist nicht ziemlich sicher das Gegenteil. Nein. Das ist, und wenn wir nichts machen, wenn wir nichts machen, ist schon viel und wir besser. gehen nur als die saufen, Regierung. da wäre unsere Leistung wirklich das war, Was wir reden von mehreren 100% ich gerade Verbesserung. sagen, ja, das, Wir waren erstens einmal wirklich neutral, ja. so jetzt mal anfangen und so weiter. Wenn alle mal ordentlich saufen, hätte keiner mehr die Zeit zum Streiten oder so. Ja, stimmt auch. Schau, alte Gastig. Schönen Abend miteinander, bei uns zusammen pfeift der Wind. Das ist Ja. genüsslich. Meine Uroma hat zu Wasser Gänsewein gesagt. Ja, Gänsewein kenne ich auch den Ausdruck. Gänsewein kenne ich auch. Gänsewein, das so verwende ich oft. Ja. So, nein, so Wenn nicht bei uns wenn oft, ich, gell? wenn ich beim Taschler, nicht, wenn wir spielen, bei Ja. mir meistens Gänsewein auch gesagt. Aber das habe ich öfters gehört. Das dürfte so wienerisch, niederösterreichisch, Ja. dürfte das auch Ja, ein Begriff sein. Begriff sein, ja. Wobei lustig, na gut, ja, Agli Gastig kommt ja aus Wien. Ursprünglich, nicht? So wie ich das verstanden habe. Also Und das bei war den Burgenland sagen sie es auch, glaube ich. naja, das kann schon sein. Aber ich sage jetzt mal so im Osten ist Gänsewein, glaube ich, schon. Ja. Ist sicher nichts, es ist so klar. Also die Krise, warte, ich komme im Studio vorbei, dann wird es da mal schön schauen. Ja, ich würde schon schön schauen, weil ich das nicht mitkriege, weil wir da alles hermetisch abgeriegelt in der Aufnahme. Aber mein Mundgelenk nicht schön schauen. Sagt, wer leiten da an die Uhrzeit? Was leiten da auf für ein Gefraßtagel? Also so würde ich mein Mundgelenk nicht ausdrücken, aber jetzt ich übersetze Sagt es mir, ja, so. in meinen Worten. So, Patrick, bist du bereit? Wir müssen Bin nicht bereit. spielen, Mach aber wir eine halten uns an die Einleitung, Noten halbwegs. Ne? Hab ein bisschen Geduld mit mir und sei nicht böse auf mich. Jeder hat so seine Fehler, ich bestimmt vielleicht auch du. Hab ein bisschen Geduld mit mir und sei nicht böse auf mich. Irgendwann werd ich mich ändern und der Grund dafür bist du. Wer hat mit so einer Hand mir manches abgewöhnt? Du hat manches harte Wort mit Zärtlichkeit versöhnt. Du wird mir jemals vergeben, nur du. Wird mir recht auf mein Leben, wenn nicht du. Hab ein bisschen Geduld mit mir und sei nicht böse auf mich. Irgendwann werd ich mich ändern und der Grund dafür bist du. Was wird da? Hab ein bisschen Geduld mit mir und sei nicht böse auf mich. Irgendwann werd ich mich ändern und der Grund dafür bist du, Hasi. Irgendwann werd ich mich ändern und der Grund dafür bist du. Mit 7 aufgehört. Nochmal Gratulation. Gratulation. Du, haben wir das erste Mal Das gespielt. erste Mal gespielt, ja. Und ich meine, ja, hat geklappt, glaube ich. Ja. Hat geklappt. Also Ja. ausbaufähig natürlich, keine Frage. Nein, ist klar, aber Aber
Nein, du für das, dass wir das uns wirklich noch angeschaut haben und nicht einmal gemeinsam Nein. anprobiert haben. Keines mehr überrascht wie ich. Glaubt's mir's? Glaubt's mir's? Was haben wir da? Was haben wir da stehen? Das ist schon die Achtel. Die Achtel von einer. Jawohl, jetzt soll ich dir nächstes Mal die Ich muss Spritze. den Zeigefinger. Was hebst? Superchat! Waldke. Waldke, 5 Euro von Waldke. Ich bin so traurig, mein Freund pflegt so liebevoll seine sterbende Mutter. Sein Vater im Krankenhaus wegen Zusammenbruch. Mom noch schlimmer Covid als ich. Das heißt, nein, Waldke, der Wahnsinn. Aber ich sag dir was, traurig. Traurig kann es diesbezüglich sein, weil es ist traurig. Aber wir werden bestmöglich versuchen, dir zumindest das ein oder andere Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Aber jetzt einmal sagen wir Dank, dass ich für Danke dir. deinen Schmattes und natürlich alles Gute Alles Gute. für alle in deinem Umfeld. Gell? Prost. So, was haben wir da? Was haben wir da? Achseln? Es gibt kein gemeineres Gift als die Macht über Menschen. Daran müssen wir immer denken, damit uns die Macht nicht vergiftet und uns zu noch abscheulicheren Menschenfressern macht, als jene, gegen die wir unser ganzes Leben gekämpft haben, sagt Maxim Gorki. Da schaut was an, der Franz Brandwein, der hat eine. Da hat eine mehr lieber heute, heißt. Der hat eine. Bist du deppert. Schau, der Musikraum. Hoffentlich hast du heute 3 Stunden 32 4 Sekunden Ablenkung. Musikraum so lang haben wir heute nicht. So schön, muss unbedingt das Repertoire. Grisi 1220, das weiß ich, deswegen haben wir es ja quasi jetzt schon angefangen. Ist schon aufgenommen. Weil Ist es schon wurde ja aufgenommen. schon urgiert, dass es eben ins Repertoire aufzunehmen sei. Nicht? bisschen Paparazzi, die haben ja quasi einen Befehl gegeben. Ja, nein, das wissen wir ja. Wie gesagt, war wirklich jetzt das erste Mal. Ja. War wirklich jetzt das erste Mal. Was sehr straight runtergespielt, so wie es da steht. Und der Rest entwickelt sich. Ja, jetzt dann. jetzt weiß ich mal nur, dass es halt hinhaut. Jawohl, Weike. Wir halten zusammen, sagt die Maggie. Jawohl. Schau. Absolut. Nein, Weike wird schon werden. Ja, Muss weißt werden. du. Was der? Ich sage immer, Uhren steif halten, Ja. wird schon. Ja. Obwohl es mir momentan selber ein bisschen schwer fällt, aber es ist ja so. Es ist ja Die Ungeduld wird immer größer bei mir, aber nein. Das wird schon werden. Patrick, du darfst nicht aufhören zum Saufen. Das ist das Wichtigste. Habe ich aber aufgehört. Ja, nein, du darfst nicht Ein aufhören. Fehler, ein Du darfst Fehler. nicht aufhören. Du darfst nicht aufhören. Trink nicht so viel Tee. Ich bitte dich, War trink nicht. notwendig die letzten Wochen. Ich weiß nicht. Siehst du, was der braucht hat? Fühlt an, dass du mir die Hals wie auch noch anhängst. Ja, aufhörst. Ja, für schon Klaus, wie geht's einem Date? Ruft mich Ja. immer mal an und sagt, bei mir ist alles super, alles weggeholt. Ja, Wahnsinn. Das geht eh halbwegs, aber naja, aber so richtig, also einen heurigen Abend heute, ja, geht ich halt bis zur Heiserkeit irgendwie durchdrucken und dann, ja, aber ist ja kein heurigen Abend. Das ist, man kann sich ein bisschen helfen. Da jetzt. Bisschen helfen, Und wie gesagt, bei ja. ein paar Lieder kann man So helfen ist es, durch diese gekünstelte Stimme, sozusagen des Gelehrten. Ne? Der Raffi sagt dem Klaus, wie geht's einem Date? Du, ich danke dir schön. Es geht, sag jetzt einmal, so es geht. Es sind sehr schwierige Umstände, aber Eltern sind beide sehr tapfer. Und Man kann eins schon Wir sind erwähnen, auch glaube ich, die dabei. Geschichte, das kenne ich auch von anderen, jetzt in der Zwischenzeit aus meiner näheren Umgebung. Wenn man nämlich geistig noch topfit ist, mit über 90, und man kommt irgendwo hin und man stellt dann fest, dass die anderen entweder derisch oder dement sind, ist das Ganze nicht so das ist nochmal schwierig. Das ist nochmal schwierig. Das ist klar. Das weiß ich noch, wie War für mich ein Horror. Also, wie sie damals, der Vater von meinem Onkel, haben sie angeschaut, so ein Seniorenwohnheim, und das war so eine Originalmeldung, da ist mein Stock da rein, ne? Und dann hat er gesagt, was mache ich da, lauter alte Leute. Ja, natürlich. von mir Ja. aus, das ist, Yes. ja. Aber auf jeden Fall, Raffi, danke für die Nachfrage. Als eine harte Zeit. Der erste Schnee hat uns fällt ein kleines Gatterl. Na, warte mal. Schnee, warte mal. Der erste, ist der da drin oder Ich schau ineinander? gerade nach, ich bin schon dabei. nämlich. Schon noch. Wahrscheinlich nicht. Ah, der ist da nicht drinnen. Hast du nur den mit oder? Ich wollte 4 Hast du alle 4? Ja, ich bin vorbereitet. Ich war auch alle 4. Also ich hab's nicht mit, ich hab's ja da. Aber das kleine Gatterl, Patrick, bringst du das kleine Gatterl zusammen? Nein. Na, Das ist ein bisschen hakeliger, das, ist gell? etwas, das ist sehr hagelig sogar. Das ist, na, ich schau mal, wo das Was sagst du, schau nach, was ist? Ich schau dabei kurz einen Stock her. Na, schau mal her. Ich schau mal nach, wo Aber der da hol erste ich die Leute Schnee ist. dabei, gell? Während Naja, ich aber anschaue. das... Gehen wir.
Wie lange braucht er jetzt? Das kann ja nicht sein. Der erste Schnee. Da ist er auch nicht. Der Chrissy wird das auch nicht wissen, in welchem das drinnen ist wahrscheinlich. Der Schießerkreisler, nein, da ist eine, das hat kein Geld. Ist das da drinnen überhaupt? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Kann er nicht sein. Der Schrammebaum, nein. Nein. Das ist ja da, glaube ich, gar nicht drinnen. Oder ist drinnen? Wisst ihr das vielleicht? 4,25. Ah, super. Chrissy, danke. Großartig. 4,25. 4 habe ich früher gehabt. Habe ich das übersehen gehabt? Das gibt's ja nicht. Da steht schon der erste Schnee. 4,25. Wahrscheinlich in einer völlig unbrauchbaren Tonart. Ui, die hat 4 Strophen. Die werden wir nicht alle packen. Der erste Schnee. Ein Asioli Wiesberg natürlich, ja klar. Nicht, das probieren wir aus. Ich hab's schon gespielt. Vom Blatt im Schrammelquartett, wie ich aushelfen durfte, damals als junger Bub, bei den Malerschrammeln. Bin gespannt. Ja, ich hab schon. In Band Nummer 4, Nummer 25, habe ich sofort gefunden. Ja, Wahnsinn. Nein, ich lüge gerade. Danke, Chrissy. Die Chrissy ich hab schon drüber blau gehabt vorher. Na schau, mal. Die Chrissy hat sofort gewusst, wo sie ist. Ein frühes Findrichwerk. Alles nur Foto. Harry, gut. Harry, das ist sehr gut, ja. Ja, die Krise hat die Auflistung geschickt, vollkommen richtig. Die lehren der Burm, die Weisheit liegt im Wein, hör nicht auf zum Saufen, Wasser saufen, red nicht so schier. Das sind die Lehren. Warte mal, das muss ich nochmal. Das ist wieder ein T-Shirt, glaube ich. Die Weisheit liegt im Wein, hör nicht auf zum Saufen. Wasser saufen, red nicht so schier. Der Christoph war, was war das schönste Lied, was der Klaus allein gespielt hat? Ich hab's vergessen, 3,25 oder so. 3,25? 3,25 schon mal noch, bitte. Was war das? Ich weiß, auf der Wieden. Nein, Nein. das war's nicht. War ich auf der Wieden? Bis zu dir da bin ich gekommen und nicht weiter vielleicht, 26. Bis zu dir, da bin ich gekommen und nicht weiter. Leider, 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 leider. Das ziehen wir vor. Was steht das? ziehen Da wir müssen wir vor? umbauen. Wieso singen wir das jetzt? Das fängt mit den Instrumenten so an. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Das ist sicher drin schmoren nicht so. Aber ist ja wurscht. Schau es schneller. 10 Stunden, das kenne ich gar nicht. 10 Stunden täglich in der Arbeit. 10 Stunden täglich. Bei Arbeit, das man schaut. Medium Fox steht oben. Ich Dann. ich weiß nicht. Na, lass mal's aus. Ja, ist gut. Ich kennt nur einen Refrain, aber der ist halt nicht lang. Ne? Na ja, gut, dann lassen wir aus. Medium Fox, so ein Scheiß. Das hilft mir auch nicht. Das ist der Rhythmus, nämlich Medium Fox. Wie ist der Rhythmus? Medium Fox. Wie ist der Rhythmus? Das klingt für mich mehr wie Das ist Atembeschwerden, was du hast. Aber Medium Fox, das ist wie ein Swing eigentlich. Swingend. Eine Mischung aus das hat Rock'n'Roll. aber nicht zwingend, das hat würgend Eine geklungen. Mischung aus Rock'n'Roll und Swing eigentlich. Nee, Rock'n'Roll kann ich. So, was haben wir da in C-Dur ist ganz leicht, Patrick. Nur die weißen Tasten. Zählt der Mensch erst 20 Jahre, stolz hebt sich da seine Brust. Jung das Herz und schwarz die Haare, singt er nur von Liebeslust. Er hat jedenfalls empfunden, diesen Traum der Jugendzeit. Doch die Stunden sind entschwunden, liegen hinter ihm gar weit. Wollt die Tag was Lust geschreiben, plötzlich wurde er gewahr,
Grad als fangen's an zu schneien, auf sein Kopf mancher weißes Haar. Auf das legt er die Feder nieder, aus ist mit den Liebesliedern und schreibt lieber ein Couplet mit dem Titel Der erste Schnee. Und schreibt lieber ein Couplet mit dem Titel Der erste Schnee. Ja, du bist gut, die zweite Strophe, weil da muss ich Achso, umplanen. Anna, entschuldige. Ich wollte jetzt weiterspielen. Wie soll ich das, Passt schon. wie soll ich das machen? Na gar nicht, das ist unmöglich eigentlich. Oh ja. Vielleicht merken wir das. Na, du brauchst es ja, die Noten, gell? Ja, schon. Na, warte mal, hab ich das nicht? Dann kann ich es aber spielen. Aber das ist im Hoden auch drin? Der erste Schnee ist, glaube ich, im Hoden auch drinnen, ja. Möglich. Wir scheuen heute keine Mühen für euch. Das ist Sicher. Der Josef Dadl geht schlafen. Josef Dadl, gute Nacht. Schlaf gut. Also auf der erste Schnee, ich glaube schon, dass er da drin ist. Weil, dann könnte ich mit zwei arbeiten. Der erste Schnee. Ja, Spaziergang ich aber auch an Bord. Ja, es wird erst, der erst seit 7 Tagen, lasse ich das. Also, aber über einen sehr, sehr schnellen Bartwuchs. Im Bord kannst du das nicht nehmen. Ja, ganz ehrlich. So, aber das ist in einem anderen Tonort, das heißt, ich muss nur da den Text lesen und da die Noten. Jetzt nicht schön. Das ist der Deppert. Das ist jetzt aber. Also, wir machen mit der zweiten weiter. 4 Strophen hat es. Wollen wir jetzt alle Strophen, oder was? Wieso, wenn du willst, was? Zweite Strophe. So. Während im Salon im Warmer mancher scherzt und singt und lacht, liegt am Stufen unter Armer, krank und hilflos in der Nacht, hofft das Ende seiner Leiden, blickt hinauf zu seinen Stern, denkt sich bitter, wie bescheiden wird wohl mein Begräbnis erwähnt. Doch ein Engel scheint zu rächen, ihm ein Trost sein Herz zu haben, sagt ihm leise deinesgleichen, wen am herrlichsten begraben. Denn statt Pomp und Reichel Gesichter glänzen Stern am Himmelsdichter und als Bartuch von der Höhe deckt die zu der erste Schnee und als Bartuch von der Höhe deckt die zu der erste Schnee. Eine Braut mit Kranz und Schleier tritt bewegt hin zum Altar und beschwört die schöne Feier mit dem Wörtchen Ja als wahr. Goldenen Schmuckes Glanz und Schimmer strahlt sie aus gar wunderbar. Doch das Herrlichste bleibt immer das Myrtenkranzerl in die Haar. Denn wo unter dunklen Locken prangt die Stirne unschuldsrein, sind die weißen Blütenflocken glänzender wie Edelstein. Und der Bräutigam voll Wonne blickt er auf die Myrtenkrone, wird dem Herzen wohl und weh, wann er sich den ersten Schnee, wird im Herzen wohl und weh, wann er sich den ersten Schnee. Letzte Strophe. Er war einst ein reicher Brasser, hat geerbt ein schönes Haus, trank Champagner wie Wasser, Freundeln gingen ein und aus. Doch ist dann der Herbst gekommen,
war der gute Mann ruiniert. Fredeln haben dann Abschied genommen, wie die Schwalben seiner repariert. Haben ihn bloß zurückgelassen, das Gefühl von bitteren Leid. Jetzt kehrt er gar die Straßen in der rauen Winterszeit. Dort, wo er einst reich gewesen, steht er jetzt mit einem Besen und kehrt weg vor sein Palais. Ums liebe Brot, den ersten Schnee, und kehrt weg vor sein Palais. Ums liebe Brot, den ersten Schnee. Klasse Nummer, ja. Wunderschöne Nummer, ein bisschen geschwollen natürlich, aber zumindest. Sioli Wiesberger, Sioli für Wiesberger. Qualität. Sioli Wiesberger. Ist eh klar. Ne? Aber Und? auch zum ersten Mal gespielt, wir zwei. Also, Und wir zwar zum ersten Mal gespielt. Ja, ich meine, wobei ich sagen muss, die Nummer, also das musikalisch selber ist es jetzt nicht schwer, ist es relativ selbstredend. Relativ. Und da geht's, aber der Text, ich glaube, ich habe noch nie, ich kenne noch die erste, die letzte. Also keiner ist nicht bekannt vorkommen. Jesus! Patrick hätte für 10 Euro vom Harald Hunter. Hunter, jawohl. Jawohl, Harald Sehr Hunter. zum Wohle. Ein Halali, muss man da. Das Harald Halali. Hunter müssen wir eigentlich sagen, Weidmanns Dank, ne? Nein, ja. Müssen wir sagen. Weidmanns Dank, Was der ja. Hunter ist, ne? Ich danke der Firma, ich setze einmal, ich danke der schön. No. Bitte süß das Lidl, sagt der Lied, Ja, das wirklich, Lied, das ist das ist wirklich sehr, sehr romantisch, ja. Was ist es? 2,27er. Hast du schon geschaut, Patrick? 2,27er. Na, haben wir gleich. Ne? Ist das nicht? Das ist es, hab ein bisschen Geduld mit mir. Das haben wir schon Das gespielt. haben wir schon gespielt, ja. Aber ein bisschen Geduld mit ihm. Ja, Bis genau. 2,27 ist das. Nicht nochmal, nicht? Ich meine, Nein, das ist ja. Wiederholungen gefallen nicht immer. Also, so, wo bin ich denn schon wieder? Wo bin ich denn? da hinten auch wahrscheinlich, ne? Ja, immer. Nein, bin ich richtig. Hat sich noch nicht viel da. Hat sich nicht viel im deutschen Chat, deswegen Macht nichts. habe ich das nicht gefunden. Ja, Die werden alle gespannt zugehört haben jetzt. Was wir zwei da so machen. Ne? ja aber du, hat geklappt. Das werden wir jetzt öfters so wie bei einer Probe so machen. Einfach, die schlagen einfach Ja, auf. sicher. Ja, klar. Das Repertoire erweitert sich von alleine. In dem Fall leider, weil es halt viel Text ist, weil das dann über 3 Seiten ja. geht. Genauso wie bei dem Mann Gmäler geht es auch weiter. Das ist dann blöd. In dem Moment, was du umbladeln musst, ist schon. Jetzt in der Live-Situation umgehen. Sonst kopiert man sich das gar raus. Ne? Das heißt, Ja, muss man sich auch außerkopieren, weil ich verstehe diese Notenheftel nicht, die mit Wendeblättern. Also das ist ja wurscht. Das ist ja. Patrick, die Hochzeit von Kanaan nähert sich bei mir ihrem Höhepunkt. Kamerakind. Was machen wir noch einen auf? Ja, es ist 3:10, jetzt gehen wir noch nicht. Ja. Bist du bereit? Jawohl, selbstverständlich. Kamerakind Patrick. Jawohl. Kamerakind Patrick. 30 Licht auf, gell, drüben, 30 Licht auf. Das ist was sich da. Jawohl. Kamerakind wankt. Ich könnte mir ein bisschen aussetzen, aber das geht schon. Jawohl. Wir bleiben dabei, ne? Jawohl. Ich hab die größte Freude. Mit der Kamera. Jawohl. Einmalig. So, bitteschön. So, warte, jetzt machen wir die Kamerakind Klaus, während du öffnest. Ich öffne, ja, So, selbstverständlich. Kamerakind Klaus. So, Josef Dartl ist noch immer da, Herr Siebig das gerade. ist öffnen. Der gleiche, ein Chardonnay. Jetzt machst du schnell auf, das ist ein bisschen mit Herz. Dann brauchst du es nicht noch mit zumachen. Ich mir gedacht, du machst es ein bisschen mit. Normalerweise schon, da ist nur die erste Flasche. Du reißt auf wie. Ja, wirklich. Die erste mache ich immer so auf, aber Schaut sich das an. Jawohl. sagen wir nicht so, ne? Ja. Das ist ein Schluckerl, ne? Ja, sicher, nimm den Schluckerl.
genug wieder. Schau freundlich in die. Jawohl! So. Da wird das Kabel runtergehauen. Christoph Acker, was schreibt er? Christoph Ackermann, spielt bitte einmal was Schönes zur Eigenkomposition. Ja, schön ist heute relativ, weißt du, das ist mit der Stimme. Wie wär's mit Hausinsel? Die sind sehr angesprochen. Da braucht ein Pfarrer Gloschentanz. Lavendellied beim Hodener Seite 54. Naja, als Lavendellied. Welches ist denn das jetzt da? Naja, das ist ja. Ah, kauft's an Lavendel, an Lavendel. Ist das das? Das ist ja anders. Nein, das Oder ist schon wie das. wir kleine Buben waren, da haben wir auf nichts denkt. Ja, das ist sowohl als auch. Das ist ja. Ah, die Kombination ist. Ah, okay. Ist in F, Durland die zu, ist Okay. einfach. Ja. Glaube. Gib mir noch was, auch ich jetzt halber, das für nachher, das ist einfach. Könnte man Inhaltsverzeichnis an Liederbücher bekommen? Nein, sicher nicht. Sicher nicht. Da was, wie hätte der Karl Hodin jetzt gesagt? Wir sind ja nicht Wir sind nicht depp. Wir sind nicht depp. Nein, aber das ist an sich. Aber wir können einmal. Schau, da liegt ein Backknife im Regal. Was tut dieser? Was ist ein Backknife? Was ist ein Backknife? Was hast du denn da gefilmt? Was ist der andere Seite? Back oder Papa? Back, ne? Back, ne? Ah, Hast du das gemeint, Fritzel? Das ist ein Backknife. Hast du das gemeint? Sonst habe ich da keins. Weil da, dass ich alles vom Hof verkauft hätte. oder da war im Regal. Ja. Was ist ein Backknife? Ich habe viel Messer, aber die Messer sind. Finde ich nicht. Köhlerpartie? Ja, gut, machen wir mal das Lavendel hier. Was ist Seite 73? Das haben wir vorher schon gemacht, Chrissy. Im Hodener Buch. Das war ja das der erste Schnee. 73, ja genau. Da habe ich da einen Text gehabt vom ersten Schnee. Das war die Seite 73. Kulinarische Frage, die ich schätzen sehr aus Wien. Meine Vorfahren waren Donauschwaben und ich kenne aus der Kindheit einige Rezepte, die beinahe in Vergessen geraten sind. Böhmische Küche ist der Donauschwaben schon ähnlich und in Wien noch präsent. Könnt ihr mir ein Standardwerk der böhmisch-Wiener Küche empfehlen? Ich finde nur ein Blachuter. Naja, Das ist einmal kein Föller. Der ist kein Föller. Muss ich ehrlich sagen jetzt. Der ist kein Fehler. Empfehlen kann ich nur die Barato. Das ist gibt es in Neuauflagen tausendfach. Tausendfach, ja. Ich war die erste Auflage irgendwann 1870 oder was. Die Barato. P-R-A-T-O. Oh, Prato. Mit einem T, ja. Mit einem T, ja. Barato, das ist eigentlich so das Monarchie-Kochbuch Ja. schlechthin. Wie gesagt, das gibt es in Neuauflagen, also das gibt es in vielen Auflagen. Die Prato und dann das Sacher-Kochbuch. Das Sacherkochbuch. Tatsächlich Das auch große noch. Sacherkochbuch. Das große ja. Sacher-Kochbuch. Ja. Auch sehr empfehlenswert diesbezüglich. Aber ich würde, wenn du sagst, so richtig diese böhmische, also sprich die Monarchie-Küche, wäre eigentlich die Prato die erste Die erste, Anlaufstelle. ja. Würde ich sagen. Ja. Und natürlich, die Barbara Cheese, die mögen da noch ihre Weisheiten und ihre Erkenntnisse dazu geben. Ist für uns sicher interessant. Gib mir das gar nicht mehr her, bitte. Das Buch, mein. Also das Buch, ich glaube, da wissen wir Wein, man sagt, Alter, Die schauen nur, wie das anfängt. Dann. nein, F. Ja, das hat er gemeint schon. Ja, das ist ja Spaß. Er sagt ja vom Hofer sein Schwachsinn. Das ist ja hochwertiges. Das habe ich schon lang. Das habe ich schon als Teenager mir zugelegt. Ich habe so ein Faible, so ein Taschenmesser. Ich habe ein paar, aber wie gesagt, ich finde es selten. Ich finde es selten. Das Problem. Ja, das kennt aber jeder. Ich bin immer ans eingestiegen, also da jetzt nicht, aber in der Gibt es in der Gym. Quetschentaschen eins drinnen, ich im Auto eins liegen. Ja, gut, im Auto habe ich ein mittleres Pfeil. Ich meine, da habe ich ein Messer für etwaige Notwendigkeiten und ein Messer zur Abwehr. Also das ist eine Machete. So, ja. Ja, zur Abwehr, na sicher. Da habe ich Macheten. Aber nein, ich habe so ein kleines, das zeige ich. Das zeige ich so jetzt aus der Gym, das zeige ich jetzt. Das tut mir leid. Okay, ich bereite mich geistig vor, da jetzt bricht er ab. Nicht? Ich wollte gerade das Lavendellied intonieren, nicht? Weil man es gleich angeschaut hat, kurz, nicht? Aber jetzt ist es schon wieder was anderes machen. Das ist ein Wahnsinn.
Das Wobei, Lavendel wird Christoph quasi- Acker, du hast gar nicht unrecht, das kleine gelbe Kochbuch von der Kronenzeitung ist ein Klassiker. Da sind auch extrem viel Ja. so, absolut, ich habe das nämlich auch daheim, in einer uralt Ausführung von der Oma und die haben mir das irgendwann einmal vor 10, 15 Jahren also neu noch einmal gekauft, weil es auch schon ziemlich zerfleddert ist. Stimmt, da sind auch viel bämische Rezepte drinnen, klar. Absolut. Da gibt es viel Kochbücher, ja. Was? Also Back ist eine amerikanische Messerfirma. CJH steht da. Steht nichts von Back. Der Kopise. Und das da, das ist Perceval aus Frankreich. Ja. Das ist wild. Das muss ich, Vor allem, das ist immer scharf, also fast. Also, ja, das muss ich so, das präsentiere ich euch jetzt so. Ja. Für was haben wir's? Kamera, Kind, Klaus? das jawohl. So, da schau her. Da geh um da. Erst. Das ist nicht so einfach. Gell? Ja, jetzt. Ach so, weißt du, was muss ich jetzt so? Jetzt bin ich im Modus. Schau her. So, nicht wahr? Das habe ich mir eingesteckt. Und das kann man eben, dass ich mich da schneide auch noch erst vielleicht noch. Ist so auf. Schau, dann ist es so, beieinander. Das ist eigentlich, und da sieht man das Emblem, sieht man schön, von Percival, französische Firma, jawohl, jawohl. Das habe ich eigentlich quasi immer bei mir, weil das kann man sich eben da mit dem Clip, das ist schmal Ding, hat man in der Hose. Und ich meine, das ist, weil ich bin halt aufgewachsen, man hat ein Taschenpfeil dabei. Und wirklich, es ist ja wurscht. Du hast so viele Situationen im Alltag, wo da ein Pfeil einfach aus der Patsche geht. Genau so ist es, ja. Es hat also nichts mit Messer zu tun, das ich zur Verteidigung benutze. Also was willst du mit dem machen? ne? Mit dem kannst du einen Kaiserschnitt machen, sonst kann man nichts. Aber Ein Luftschnitt, wenn einer da Luftschnitt, steht ja, ne? oder so. Ne? Aber ansonsten, weißt du. So, vom Gerd Heinige. Ne, wie gesagt, vom Heingierige, ich hab so ein Messer wie Zieg, wirklich. Klaus, du hast mit Marx gemeinsam, ordentliche Messer sind wichtig, ja. Absolut. Bitte such das kleine Das Gatterl ist im im Modul. Modiner Buch Ist nicht nicht drinnen. Das kleine Gatterl haben wir als Noten. Wir haben es, aber das ist eine schwierigere Nummer, müssen wir uns anschauen. Taschenfell in der Hosen auf. Da geht mir Taschenfell in der Hosen auf, eine Tasche Spiel. Ich habe schon lange nicht gehört, ja, die Raute. Aber Kann man, in Österreich kannst du jedes Messer führen, an sich schon, ja. Also, ja. Nein, ich habe auf jeden Fall so ein Taschenpfeiler, jawohl, genau. Ein richtiger Bruder Messer der Schnur. Michael Unger, Weltklasse, genau so ist es. Na, gehört schon, ein Taschenpfeiler geht eingesteckt. Und ich muss sagen, so diese klassischen Holztaschenpfeilen, was wir früher gehabt haben, die sind ja eher lieb, sind romantisch, sind aber schade. Aber das ist ja, ja. Von der Klinge als auch vom Griff, das ist ja viel, das tragt ja auf. Nicht? Genau Oder so jetzt ist so es, dieses Backimitat, wie ich sagen, und das hat ja auch Gewicht und alles, das ist ja Wahnsinn. Aber das ist ja federleicht und so hast, das spürst du ja gar nicht. Oder da, jetzt das letzte, das ist das letzte. Das habe ich noch da liegen. Die anderen habe ich ja, die anderen. Da was glauben Sie draußen liegen, aber in der Klause. Das ist noch so, schau, so ein Pipi-Glanz. Ein Pipi-Glanz. Muss ich so herzeigen. Das mache ich jetzt nicht mit Kamerakind. Zeige ich so her, Pipi klein. Ist auch schön. Schau. Da, so. Das ist. Kriegst du, mit dem Messer könnte sich Patrick rasieren. Das stimmt. Ackerl, Ackerl. Linda Jelly Sag's 3. Linda Jelly 3. So. Aus jetzt mit Pfeilen. Wir kommen jetzt vom Pfeil direkt. Graudenpfeil. Abteilung Graudenpfeile. Ja, wobei ich sagen muss, das wichtigste Messer ist natürlich in der Kugel. Ja, die müssen scharf sein, zumindest zwei. Da muss immer was. So, jetzt probieren wir das Lavendel. Keine Ahnung, wie das Vorspiel, war. ja. Ja, in F. Nach einer Erfolgsweise. Wie wir noch kleine Buben waren, da haben wir auch nichts denkt oder da ist uns bei der Hosen das Hemd rausgehängt oder
Da haben wir uns, weil's uns gar freut, a Tanzerl angehört. Von ein Lavendelweib, das hat einer Wert oder Roh. Von ein Lavendelweib, das hat einer Wert. Ein Lavendel, ein Lavendel, ein Lavendel, den haben wir da. Spischel, das kostet nur 20 Groschen. Ein Lavendel kauft's uns so. Heute sind wir wieder da. Heute sind wir wieder da. Kauft's ein Lavendel. Die Bischel, die sind nicht groß, kosten 20 Groschen bloß. Der Lavendel riecht so fein, der kehrt in die Kosten rein. Morgen sind wir nimmer da, kauft's uns auch noch. Ein Lavendel, ein Lavendel, ein Lavendel, ja, den haben wir da. Bischel, das kostet nur 20 Groschen. Ein Lavendel, ja, den kauft's auch. Ui, da geht er weiter. Und wenn ich am Sonntag in die Kirchen geh, da zieh ich mein Spatzenfrog an. Was steht so da? Und da sieh ich von der Weide mein Dirndl stehen. Schon ich kann Hörling mehr an. Ich kenne das aber die steirische, die geht aber anders, gell? Wo ist das? Das ist Spatzenfakt, die singen in Lodenrock, aber... Nein, aber nein, ich kenne die Melodie anders. Und wenn ich am Sonntag in die Kirchen gehe, da zieh ich mein Spatzenfrog an. Da sieh ich meinen Schatz von der Weiden im Dirndl stehen. Und da schau ich kein Hörling mehr an. Oh, ich kauft's ein Lavendel, ja, den kauf ich da. Das Bischel, das kostet nur 20 Groschen. Ein Lavendel, ja, den kauft's mir auch. Stauner Klupper, das hat aufgenommen. Und dann dürfen nicht stehen nach einer Volksweise, sondern nach 3 Volksweisen. Und das sind 3 Lieder drin. Das sind 3 Lieder, ja. ja. Das muss man genau sagen. Da wird man ja verwirrt. Das sind 3 Lieder zusammengewurstelt. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Schau, Natascha, bleibt so nicht gesund, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, schön, dass du da warst. Hat uns wirklich sehr gefreut. Wieder einmal und ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen. An die Erinnerungen an die Kinder werden wach. Meine Güte, gell, Chrissy, das hat schon was. Diese Sachen teilweise. Einhandmesser, der wird die Deutschen wieder neidig. Na, darf man das in Deutschland nicht haben, oder was? So ein Taschenpfeil? Das sind nicht... Hä? Ach so. Ja, aber die Bayern, die haben ja auch in der Lederhose das Taschenpfeil drin. Ja, eben. Die Hirschfänger haben so alle in der Lieder. Ja, eben. Also, wo tut man... Franz Brandt, are you sure you want to block Franz Brandt? Wieso? Ah, da bin ich auch gekommen. Halt. Nein. Franz Brandt, du bist noch voll dabei. Ich hätte fast blockiert, aber unabsichtlich. Bin ich angekommen. Nicht angekommen. Klause, komm nicht an. Während du bist der Taschenpfeil. Ist es noch. Die Mäge, die so. André Heller, gell? Ja. Helmut Qualtinger, André Heller. Wer du bist. Der Taschen. Wow, man das zusammen. Was hätten wir das? Wir haben es schon mal gespielt, glaube ich. Aber. Wer du bist der Taschenpfeil. Oder in C, haben wir es in C gespielt? Wer du bist der Taschenpfeil. Nein, wir haben es sicher. Nein. Ich muss mir jetzt überlegen. Wer du bist der Taschenpfeil. Und daran Himmel voll Schädel weh. Hat sie nur gekochtes Bubenhädel, auf das ich ein Haus bin und trotzdem steh. Du bist der Feiersalamander auf einer Gstätten aus dem Marzipan. Du gibst kein Halt, du hast kein Glander,
Mich gern an jeden Ort sein. Den Stolz, den hast ins Pfadl dran, bist heute der Buff, Madame. Du warst keine Antwort auf meine Frage, traust dich nur langsam heim. Naja, es war ein Versuch. Es war ein Versuch. Oh, das ist ja wirklich, das ist also ganz Also so einfach ganz aus dem Ärmelbeilen ist ich das nehme an, der so Toni hart. Stricker wird es gemacht haben. Vermute auch Toni Stricker, ja. Also ist nicht so. Bei uns jetzt mit dem Messer komplett ein Stilett darfst du nicht führen, ehrlich. Darf man nicht mehr am Oktoberfest, wo ich ein Neumeier wirklich war. Na, wie lange groß oder was? Ich kann ja Taschenfell haben. Ja. Also ganz ehrlich, also in Mit was schneide ich mir dann die Stötzen auf? Mit dem Plastikholzmesser tut, oder was? Ich schneide, das geht ja nicht. Das ist schlimm. Aber ich meine, das ist wirklich, aber jetzt müsst ihr aber in Deutschland ein bisschen aufpassen. Weil das ist ja Wahnsinn, was ihr da spielt. So wie die Demonstration in Hamburg von den Muslimen fürs Kalifat. Das Kalifat in Deutschland wollen immer das. Ich meine, jetzt müsst ihr aber wirklich in Deutschland dann selber mal ein bisschen, glaube ich, fürchtig. Jetzt echt einmal eure Regierung ein bisschen in den Arsch treten, weil das ist ja kann's Wahnsinn. nicht sein. Das ist wieder vernichtet, das Land. Das ist ja unpackbar. Nicht einmal ein Taschenpfeil darfst du führen, das sind die deppert. Ja, bei uns weiß ich nicht, ob es kommt. Das sind jetzt deppert für alles. Die können nicht einmal ein Plätzgesetz durchbringen bei uns. Nicht einmal das. Naja, ist wurscht. Da sind wir froh, aber wenigstens noch. Das ist noch. Ja. Brauche auch kein Messer. Ich grüß freundlich, da brauche ich keine Messer. Da brauche ich kein Pfeil. Nicht ums Essen geht es mir vor. Wirklich ein Stötzen, nicht? Oder irgendein Spiegel. Ja, alles, das ist eine Tasche. Aber immer, du, was ist schon alles wirklich von. Was man schon braucht für Reparaturen auch. Ja, im Alltag. Ich verwende das Messer 2-3 Mal am Tag. Nicht zum Essen. Zum Essen. Man baut es noch öfters vielleicht. Du brauchst das noch öfters, ja. Aber ich verwende es, wurscht, wenn was aufschneidet, als Brieföffner, als wenn ein paar Bakel aufschneidet. Brieföffner habe ich einen eigenen. Ja, aber ich habe keine eigenen. Ich mache einen Brief da drauf, wo ich bin, wo ich das Messer bei der Hand habe, verstehst? Ich muss nicht erst wohin gehen. Der Brief kommt erst einmal ins Büro, nicht? Ja, darum geht das alles bei dir so. Da liegt aber 5 Tage. Monika Neumeier, wann seid ihr jetzt in München? Die Aufnahmen sind von 11. bis Du musst die Grundlagen nochmal sagen, es weiß ja nicht jeder, welche Aufnahmen gemeint sind. Du musst ja von vorne anfangen. Ich muss gerade für mich selbst Naja. einmal repetieren. Jetzt schau mal, lernen das einmal. Ja? Wir sind vom 6. bis zum 12. in München. 6. März bis 12. März in München. Sage ich jetzt einmal so. Also 6. 7. Soll ich nachschauen? Ja, schau nach bitte, ja. Soll ich nachschauen? Ich schau nach. Du sagst aber, um was geht. 6. März, und zwar Aufnahmen für die Brettelspitzen für den Bayerischen Rundfunk, gemeinsam mit Jürgen Kirner und ein paar andere wunderbare Kabarettisten und Musikanten. Aus dem Bayerischen sind wir die Wiener Vertretung sozusagen dort. Also am 6. März haben wir noch ein paar Watschen. Ja, dann fahren wir am 7. Am 7. fahren wir nach München Der Mond geht schon los. und am 12. fahren wir heim. Am Sonntag fahren wir heim und am Samstag sind, glaube ich, die 2 Aufzeichnungen. Nein, es sind an 2 Tagen, Freitag und Das ist Samstag. Freitag und Samstag. Der Kartenvorverkauf hat nämlich schon gestartet im Hofbräuhaus. Im einem Festsaal, Saal. im Festsaal vom Hofbräuhaus Hofbräuhaus, spielen wir genau. da. Ganz leibende Geschichte. Absolut, ja. Genau, es weiß, aber das kriegt man sicher über die Bredlspitzen aus. Also wenn man eingibt, Brettelspitzen. Bayerischer Rundfunk, Ja. Bredlspitzen, da kriegt sicher alle Alle Informationen. Informationen, ja. Geht sie nicht einen Tisch reservieren für Erodis? Monika, nein, ich trau mich nicht ja sagen, weil ich habe keine Nein, Ahnung, das- wie das anrennt. Und ich weiß nicht wann, für was, für wo. Das ist ja mit Karte, das ist ja alles kompliziert. Das macht ja ein Das Fernsehsender. macht der Fernsehsender. Ein staatlicher Rundfunk. Das ist alles sehr kompliziert. Also leider, ich hab keinen. Wahrscheinlich kennt er das, wenn man irgendwem da anruft, aber bitte, nicht böse, können wir nicht. Aber ihr findet es sicher aus, schaut's nach.
Eben, es handelt sich jetzt da, was wir gesagt haben, um den 10. Um 11. 10. und 11. am Abend, ja. 10. Genau. 11. am Abend. Und März, das ja. sind die Tage, um die es geht, also wo diese Aufzeichnungen stattfinden. Und wir sind eben in München ab dem 7. Ab dem 7. und jeden Tag im Probengeplänkel und so, was halt dazugehört. Und, wenn wir wenn wir Drehbuch da und frei so. sind und so weiter, das weiß ich nicht, das werden wir erst sehen. Das ja, Aber, aber bald ja. auch erfahren, sag ich dir. Also, Wir werden uns da aber, wir sind, ich muss jetzt schauen, mit welchem Auto wir auch hinauffahren, weil es ist ja ein Dieselfahrverbot. ja eben, dann müssen wir mit Skoda Das Skoda hat aber fahren. keine Winterraffen dabei drauf, nicht? Ja, Weil ich bin ja geschlecht. nicht gefahren, der hat nur Sommerraffen. Also wir werden eine Lösung finden. Das ist ja das neue Dieselverbot in der Stadt, weißt du, da krieg ich schon wieder den nächsten Grant. Und da sagen sie, wir sollen öffentlicher nehmen, die Arschlöcher. Wir sollen fahren mit einer Gitarre, mit einer Zweiquetschen. Ich habe mich mit zwei Quetschen mit Sicherheitshalber. Wir sollen da fahren. Weil ich vor Ort entscheiden werde, ob ich die Heiselfrau auf der steirischen spiele oder auf der Wiener spiele. Die werden immer depperter, wirklich, werden immer Aber Gepäck depperter. und zwei Quetschen, das soll ich im Sag's Zug machen. Das sind Ich muss nämlich einmal zum Zug kommen, so schaut es nämlich aus. Wie komme ich von Ei bis da jetzt? Ne, vergiss, So, das ist frag ab- nicht nach, frag nicht nach. Keine Ahnung, mit Nassefetzen kannst du Ein schlagen. Chauffeur mit so Diese einem Volltrottel immer keine Ahnung von mir. Wenn sie was hakeln, gehen diese Volltrottel ja nur maximal mit einem iPad bewaffnet. Um die Ecken fahren sie mit dem E-Scooter, fahren sie wahrscheinlich dabei, fahren sie 3 alte Damen nieder über den Haufen. Dann fahren sie um die Ecken, kommen in einen Coworking Space, was total chillig cool ist. Checken auf, ein bisschen im 3. Stock, einmal gemütlich einen Kaffee, noch vom Starbucks oder einen anderen Volltrottel hitten, nicht? Was ist dann eine um 8 Euro oder 20 Euro oder 100 Euro, ein kleiner Schwarzer, den hauen sie sich dann rein, machen auf cool, machen nur ein Instagram-Foto, dann können sie ein bisschen eine tipseln auf ihren depperten iPad, dass irgendwas Cooles ist, dann fragen sie ChatGPT, nach dem Weder, dann fahren sie wieder heim und sagen, was für ein harter Tag, und dann machen sie noch im Fitnesscenter noch eine kleine Auslaufrunde. Das sind Volltrotteln, die können da schlagen mit was sie fetzen, können ausgekramt, danke für die Mitarbeit. Das ist für die Gesellschaft nicht vorteilhaft. Nein, überhaupt nicht. Im Und Gegenteil. uns machen sie es schwer. Nicht, dass wir vorteilhaft wären für die Gesellschaft. Aber sie machen es ums Leben schwer. Aber sie machen es wirklich unnötig schwer. das Leben. Da krieg ich so einen Hals. Tut lieber positive Dinge. Gibt's nichts Positives an alles Arschloch. Brigitte Steurer ist im Bravo, die Briggensteuer ist da. Gerade aus Graz gekommen. Auch ein bisschen spät. Bist öffentlich gefeuert, wenn man gerade reden davon was. Das ist wahrscheinlich. Schreibt mich ja hinten nach. In meiner Rage bin ich hinten nach. Wenn auf der Heimreise von München seid ihr gerne auf einen Café bei uns einkehren. Naja, das war aber eine Idee. Mal schauen, wann wir da wegkommen am Sonntag. Und wie wir fahren, wenn wir über Passau fahren, ich weiß ja nicht, wie fährt man? Nein, München fährt nur über Salzburg. Wir Ne? über Salzburg schicken Ja, wahrscheinlich. da kommen wir bei euch vorbei. Da Ja. kommen wir bei euch vorbei. Das sowieso. Da tun wir uns. Was glaubst du? Der Pfadfinder sagt, der Bowie-Messer. Nee, aber ich weiß auch, ich habe auch Bowie-Messer. Na, was denn? Das habe ich im Auto. Ich habe 2 Bowie, ich habe mehrere. Braucht ihr einen Chauffeur, einen Musikraum? Das war leibend. Das war einfach. Aber jetzt kriegen wir ja kein Quartier. Post hast du noch keine gekriegt, gell? Das Post? Post bekommen. Ich krieg daher. Post. Oh ja, daher. Ich habe nichts gesagt. Was vom Von Fredlerspitzen? Bayern- ja, Von Bayerischen von- Rundfunk kriege ich ja, Post. mit- Nehme ich nicht an, den nehme ich nicht an. Nein, habe ich keine Im gekriegt. Ne? Zwecksvertrag und diesen ganzen Dings, wo das Hotel ist und so weiter. Und das Unterschreibt nichts. Unterschreibt Das so ist halt schon gekommen. Und dass wir zumindest wissen, wie das ausschaut. Und also, wegen Parkplatz vielleicht auch, wenn man mit dem Auto hinfährt und so. Ja, na, ruf an dort, so, ruf den an. Habe ich schon, das kommt alles mit der Post. Achso, nee, habe ich nicht. Darum frage ich jetzt, ist schon was da? Schau mal auf, 211. 211. 211. Was für eine Nummer? Ich hab keine Angst ums Wienerlied. Ich hab keine Katerka ist das. Nummer. Eine Paradenummer von Walter Heider gewesen eigentlich. Ja. Puh, schon lange her. Das ist noch meine Aushilfszeit auch beim Rudi Malert. Ja. Ja. Genau. Also, wenn wir in München sind, dass wir einen Chauffeur brauchen. Die Musik und das war aber leibend. Aber das Blöde ist immer, was einen leibenden Chauffeur Ich hast, glaub, der das- ist ja auch wieder nichts saufen, der ist auch wieder Weil was. das hat ja ziemlich zentral Ja, in gelegen. München Das selber. muss man- In München selber ist In alles München kein selber, Problem. glaube ich, man kann es brauchen. aber- Da ist dann öffentlich kein Problem. Also, da ist es sinnvoll, ne? Zum Beispiel. So, Aber wo werden wir denn essen gehen? Die ganzen Lokale haben der Schubeck hat zugesperrt. Ja, der- der paar andere was glaubst du, dass er dort für ein Gas kriegen? Du Hirfler.
Scherzl. Wir werden mit der Maggie irgendwo auf ein Schmalzbrot gehen. Nein. Verschmalzbrot gehen wir nicht. Daniel Schlegel, können wir auf deinen Geburtstag anstoßen? Die Leibwand. Jawohl, Leihwand. Und das machen wir. Mit der Bahn. Jetzt hat der Klaus so aus über die Influencer, dass ich gleich den Stream abschalte vor Scham. Jawohl. Samstag wäre kein Problem. Musikram, jawohl. Wir werden schon. Was hat die Klaus, ich habe beim Flughafenkontrolle abgeben müssen, ja. Auf das habe ich vergessen, wie immer der Handtasche. Ja, das ist ja mal meine Panik, weil ich immer das Taschenfell mit habe. Die Leute werden so deppert. Beruhig dich. Klaus, ich beruhig dich. Brigitte Scheuer schreibt dort, ja, mit der Bahn. Ich bin heute gratis mit einem Getränk. Ja, schon. Ich habe immer nur Zaures, wenn ich mit der ÖVP fahre. Und bekomme immer völlig geschlaucht und fertig am Zielort an. Denke mir, nein, es ist eh schon lang her, dass wir wieder vor einem Jahr gefahren sind einmal. Aber jedes Mal denke ich mir, nein, wenn ich mit dem Auto fahre, weitaus entspannter, wenn ich aussteige. So, weil die Christi sagt, wenn ich, Klaus und Patrick bin, dann fahre ich mit der Bahn nach München, vertreibe die Mitfahrer in die Zeit mit Wiener Liedern. Glaube mir, Christi. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. In der Bahn und vor allem, wenn es dann Deutsch, wenn es die ÖBB, aber nein, ab der deutschen Grenze. Wirklich. Wird es ganz schlimm. Ist es wirklich nur, das ist unter jeder Sau. Also das ist wirklich, und ich bin echt Selbst mit reservierten Plätzen, du musst aber schauen, dass du zu den Plätzen kommst, weil dazwischen liegen Leute im Zwischengang, die Koffer stehen. Und glaub mir's, wenn ich dort, selbst wenn es möglich wäre und ich kann die Instrumente auspacken und was spielen, glaube mir, 90%, die hätten einmal gleich anfangen, ja, was ist denn hier los? Was denn hier, wir wollen hier Ruhe haben beim Fahren, nicht wahr? Wir wollen lieber, weiß ich nicht, in einem scheiß Netflix-Film schauen auf dem Net. Wurscht. Furchtbar. Beruhigung. Sonst komme ich auch noch in den Rausch. Nein, wirklich. Nein, gleich ein Raschluck. Ein Raschluck. Zum Wohle. Bitte schön. Du, das probieren wir jetzt. Ich habe keine Angst, was werden wird. Wir haben noch nicht gespielt, gell? Nein, da brauchen die auch die Noten jetzt. Darf ich was kurz gib mir den Zettel her kurz. Da hilft quasi nicht. Wie die Sache da Der Zettel, aber mit dem habe ich mir irgendwas markiert. Einmal. Natürlich habe ich keine Ahnung mehr was. Ne? Ist ja wurscht. Biegt nicht einmal. Geht wahrscheinlich gar nicht einmal mehr dorthin. Biegt gar nicht mehr. Schaut Andreas Griesling an. Jawohl. Nein, in München, aber wie gesagt, wir sind von Dienstag bis Samstag in München. Wie gesagt, wann genau unsere Arbeitszeiten sind, kann ich nicht sagen. Wird aber nicht den ganzen Tag sein. Das heißt, wir würden uns durchaus freuen, wenn wir den einen oder anderen. Und dann treffen wir. Aber der Giestinger, der in München so uns trifft, genau, pass auf, ich blende in Patrick seine Nummer ein. Schau her, das ist die Telefonnummer. Jawohl. Die offizielle Setzalbum-Nummer. Und da könnt ihr uns ja über SMS, über Anruf oder WhatsApp und so weiter erreichen. Und vielleicht ergibt sich was. Ja? Das vielleicht? Jawohl. Vielleicht geht. So froh, dass ein Besteck noch ist, ungefähr, genau. Ich wollte ein Heißlausspruch im Zug, ja genau. Das passt ja gell? Zum Zug, muss ich dann aufsagen. Das Schneiderbräuhaus fand ich gut. Naja, wie gesagt, für Tipps haben wir da nicht auf. Also wie gesagt, Telefonnummer ist da und falls, vielleicht hat wer Zeit, Lust in der Zeit, aber da haben wir davor auch noch mal Pavlatsch und so weiter, da kommen wir noch irgendwie zusammen. Aber das hätte mir gefallen, wenn wir da ein paar... Nur hebt ihr nie ab, Andreas Griesel. Ja stimmt, der Andreas Griesel hat dich mal angerufen, gell? Du hast ja da gekommen nicht zurückgerufen. Wann hat er mich angerufen? Keine Ahnung, erzähl her. Einen Anruf Erzähl her. So, bist du bereit, Itzi? Ja. Ich hab keine Angst ums Wienerli, das wird bestimmt nicht untergehen. Wenn heute alles moderner wird, bleibt's doch für alle Zeit bestehen. Die Jungen werden öde, die Zeit geht dahin, dann singen's von selber die Lieder außer Wien.
Ich hab keine Angst ums Wienerlied. Das singt und klingt im Herzen drin. Jetzt kommt der Vers, ist immer schwierig, pass auf. Gestern sagt zu mir der Berger, ich sehe schwarz fürs Wienerlied. Die jungen Leute werden immer ärger, haben kein Herz und auch kein Gemiet. Da sag ich, aber Herr Nachbar, kommen's nicht mit solchen Schmäh. Sowas kostet mir nur ein Lacher. Da geht mir das Herz in die Höhe. Ich hab keine Angst ums Wienerlied. Das wird bestimmt nicht untergehen. Wenn heute alles moderner wird, bleibt's doch für alle Zeit bestehen. Die Jungen werden älter, die Zeit geht dahin, dann singen's von selber die Lieder aus dem Wien. Ich hab keine Angst ums Wienerlied. Das singt und klingt im Herzen drin. Also die Schrammelstimme erinnert sich. Wie wollen Das ist 30 wir Jahre es immer her. schon spülen? Wie wollen wir es immer schon spülen? Na, ist es ein Wahnsinn. Tja. Walter Heider und die Malert-Schrammeln. Eigentlich hätten sie Rutger Schrammeln heißen müssen damals. Aber es war eine leibende Zeit, muss ich sagen. Ja, es war schon, hat schon Spaß gemacht. Was spaziert gesagt, bei WhatsApp kommt auch nichts. Hast du da auch nicht geantwortet? Jetzt musst du antworten. Ich antworte immer, wenn ich was Ja, kriege. eben nochmal schon eigentlich. Ja, eben. Spazieren, also bei WhatsApp kommt auch nichts. Verstehe nicht. Und normalerweise schon. Also, Ja, ja. beim Kartenvorverkauf sehe ich 3 Termine. Naja, dann werden es 3 sein. Wobei ich heute vom Jürgen auf Facebook gesehen habe, nämlich, dass es 2 sind. Wir zeichnen auf Freitag und Samstag. Ja, vielleicht ist eins eine Generalprobe oder was, aber keine Ahnung. Möglicherweise. Kann sich nicht sagen. Keine Ahnung. Ich weiß es. Ich weiß von nichts noch sonst. Also, es ist, Aber wir werden das nochmal. das sollte alles kommen. Bis jetzt ist nichts da. Bis jetzt war nichts da. Gut, wenn das mit der Post kommt, so Ja. wie die Post momentan ist. Und naja, und der Punkt ist jetzt der, morgen bin ich noch da, übermorgen bin ich auch nicht mehr da. Also, Und die Uschi ist da wieder. nein, die Uschi fährt mit mir aus in die Klause. Super. Ja. Naja. Jetzt eine Kugel mit, bin ich froh, dass ich nicht mir allein so gehe. War ein bisschen gassig, wieso? Wegen was? Mi. Jetzt eine Kugel mit. Bin ich froh, dass es nicht mir allein so geht. Der Quetschkommodenlacher war leibend. Ich glitsche diese Bar. Ja, pass auf, die sagen, spielen wir noch was, ne? Was spielen wir denn? Machen wir weiter so. Ja, von mir, also mir ist wurscht, was willst du? Das ist was. Ja, rechnen denn damit. Ich hab mir gedacht, du spielst mal was du kannst. Ja, so schlecht sind die Nummern. Ja, eh nicht. Na, was weiß ich? Ich spiel mir was ich kann. Ja, das ist richtig. Ja, was kannst du denn? Na, was? Ja, was kannst du denn noch singen? Ja, das ist die Frage. Singen kann alles nicht singen, aber. Na, aber Hofbräuhaus, ne? Kriegst du Fackel wie die Zeit. Weil, ich meine, jetzt, ich bin nicht so dieser Hofbrauhaus-Typ oder so der Wiesentyp, das bin ich nicht. Ja? Aber es ist natürlich schon lässig, wenn man sagt, man hat die Ehre im Festsaal vom Hofbräuhaus, weil es schon alt ehrwürdig ist natürlich, dass man dort natürlich aufspielt. Das sind 400-500 Leute. Vor allem, es gibt Hofbräuhaus so und Hofbräuhaus so, ne? Das muss man auch sagen dazu. Ja, nein, aber ich bin in jeder Linie, es ist nicht so mein Ding, aber es ist, muss ich wirklich sagen, also da fühle ich mich schon geehrt, ne? Dass wir dort auftreten dürfen und wie gesagt, ich glaube 400-500 Leute passen da rein in den Festival. Ja, locker. Ja.
Und das ist schon eine tolle Geschichte. Schau, der Rudi Korbe, später aber da. Rudolf. Das ist gut, dass du dich meldest. Sag einmal, Rudi. Mein Munkelein hat mir heute erinnert und gesagt, der Rudi wollte doch von euch Noten haben oder Ding. Und dann habe ich gesagt, das habe ich dir doch schon geschickt. Oder nicht? Also Rudi Korbe, sehr, sehr gut. Schreib mir nochmal ein, du wolltest was haben. Nein, vom Taschler. Vom Taschlerlied wolltest du die Noten. Die habe ich dir noch nicht geschickt, gell? Also Noten, die Noten habe ich nicht, das Liedsheet kann ich dir schicken. Vom Taschler, wie die Noten, Rudi, das habe ich Nein, vom Eintasch, vom Klein in der Kirche. Klein in der Kirche. Schon, ja. Ich glaube, das war's. Das habe ich dir sicher noch nicht geschickt, oder? Rudi, sei so gut, schreib mir noch mal kurz. Bitte film mal so mit, Entschuldigung. Musik am Wieherspitz im Hofbräu. Ja, das ist die Aufzeichnung Ja. für die Brettelspitzen. Die Brettelspitze im Bayerischen Rundfunk. Das, sobald wir das genauer wissen, was da ist, wann das ist, steht es dann auf der Homepage und dann gebe ich das nochmal bekannt. Aber dabei, ich habe nur sozusagen die Wochen, da weiß ich, da müssen wir durch sein. Wir wissen, welche 3 Lieder wir spielen. Ja. Und mehr wissen wir auch nicht. Voraussichtlich. Mehr Was wissen sich bei den Probenarbeiten noch ergeben kann und bei den Abenden gemeinsam, werden wir sehen. Taschel habe ich nicht, die anderen habe ich. Also die Kleine in der Kirchen. Weil ich glaube, das hast du haben wollen, ne? Kleine in der Kirchen. Das ist ja wurscht, das Schicksal, bei Gelegenheit. Ich glaube, ich muss aber erst schreiben. Also, ich glaube, machen wir. Irgendwas war da auf jeden Fall. Irgendwas war da. So, ja, was machen wir jetzt? Prost einmal. Prost, ja. Ich trinke nichts mehr. Achso, Ja. ich schon. Sonst kann ich mit drauf drehen und schlafen. Schon. Was stimmen? Dann Da schlagen wir einfach auf. Ne? machen wir zuerst. Irgendwas war gewünscht. In Dornbacher Pfad? Nein, das ist wieder hoch, aber können wir singen. Wieder hoch, gell? Wurscht, singen wir. Machen wir. Irgendwas war vorher gelesen. Der Dornbacher Pfarrer habe ich noch gesehen. Oder ich finde es nicht. Das kann man auch sagen. Also hoch, alles, was ich aufblau ist. Das ist wurscht, singen sie tiefer, das ist ja egal, man sieht es eh nicht. Man sieht es eh nicht, ist gut. Das ist, Wie geschaut, ob du aufpasst. das ist leider, genau. Ja, das finde ich nicht mehr irgendwo. Die Köllerpartie. Köhlerpartie, ja. Aber die Köhlerpartie kann ich ja noch. Achso, den Text meinst du, ne? Ah ja, die bringen wir schon hin. Ja. Geht's? Heut gehen wir einmal auf eine Köhlerpartie. Du gehst da mit, er geht mit, ich geh auch. Da fallen mir ganz sicher so um wie noch nie. Du fällst um, er fällt um und ich fall auch. Alle Fasseln warten schon, kämen meine Herren, weil's von denen dann sonst austrunken werden. Und hin geht's am Abend und heim in der Früh. Du sagst ja, er sagt ja und ja sag ich. Zuerst kommt der Wegel, dann kommt der Tier, dann kommt der Köhlerstier, dann kommen wir, dann kommt ein Schundenbein und dann der Wein. Jo, so eine Köhlerpartie, der ist fein. Heut fahren wir einmal in den Himmel hinein. Du fährst mit, er fährt mit, ich fahr auch. Der Himmel liegt unter der Erden beim Wein. Du sagst ja, er sagt ja und ich sag's auch. Jesus Kinder in einen Weinköhler trinkt sich's gut. Sie ist ein Wohltätigkeitsinstitut. Ein Fassel muss heut noch ins Becherl hinein. Du sagst ja, er sagt ja und ich nicht nein. Zuerst kommt der Wegel, dann kommt der Tier,
Dann kommt der Köhlerstier und dann kommen wir, dann kommt ein Schunkenbein und dann der Wein. Jo, so eine Köhlerpartie, die ist fein. Bist du da mal, in der letzten Kerne? So wollen wir heute von dem Weinköhler heim. Du wolltest mit, er wollt mit und ich wollte auch. Weiß ob das so gehört. Es wogelt die Häuser, es wogelt die Bahn. Das siehst du, das sieht er und ich seh's auch. Jesus. Nein. Ja, wurscht. Nein. Besser als eine Pause. Nein. Schon die Summen jeden Durst, der verloren geht. Ich hab meinigen gelöscht und bin fett. Ein Rescherl war immer mein seligster Traum. Du sagst ja, er sagt ja und ich halt's zusammen. Zuerst kommt der Weger, dann kommt der Tier. Dann kommt der Köhlerstier, dann kommen wir, dann kommt ein Schunkenbein und dann der Wein. Jo, so eine Köhlerpartie, Die ist hast du das gemacht? fein. Du machst es die Du ganze magst es Zeit. jetzt machen. Mach. Jetzt so, Ja. so geht's nicht. Jo, so eine Köhlerpartie, die ist fein. Jawohl, na ja, was? Ist gegangen. Ist schon langsam gekommen. Geh in der Kirche aber nicht. Ja, Rudi Korbis. Komm, kriegst. So, was haben wir da? Was schauen sie schon wieder? Ich glaube, da wird schon wieder was aus. Was aus, bald dort, ich schau gerade. Nein, les Hast du gerade schon in den Teilnehmern geschaut? Was suchst du? Der Snoop Dogg da gefehlt. Ach so, ja. Also, ja. Ja, wird nicht immer Zeit haben. Ja. Der Snoop ist nicht da. Er wird schon wieder kommen. Er wird schon wieder kommen. Boah, das war anstrengend, das Lied. Anstrengend. Alles bringt mir hin. Aber bis gescheit schon der Fußball, ein Heiligabend, wo ich richtig viel singen muss. Ja, da war ich jetzt schon ausgesungen. Das war vorbei. Alexander Hauser ist dabei, jawohl. Servus. Jawohl. Was ist denn das schon wieder? Na, aber pass auf, wir gehen schon da. So das. Machen wir schon vom Singen vom Schwarz. Austrian Rainer ist am Start, jawohl. Was hängt da? Die Gabe, Gerd, jawohl. Du. Ist ja wurscht. Bist du aufladen oder irgendwas? Nein, magst du nicht, ne? Nein, nur das hängt da. Was ist da? Mein Wien. Ja sicher, dann waren schon Titanic dann erste Klasse. Mut kann man nicht kaufen. Ja sicher, das geht. Wenn schon, was der. Es läuft schon wieder, läuft. Schau die aus, die Gabi fragt schon. Habt ihr schon alle ein Like da gelassen? Habt ihr schon alle ein Like da gelassen? Schauen die anschauen. Jetzt brauche ich einen Strom. Ist das leibend. Jetzt braucht er schon, jetzt spürst du eh. Jetzt brauchst du jetzt einen Strom. Rechts, der kluge Musiker Das ist braucht ja vor. Der kluge Musiker baut vor. Ja. Mein Wien ist schön zu jeder Jahreszeit. Im Frühling zeigt es sich im Blütenkleid. Im Sommer aber über Nacht sind alle Rosen aufgewacht und Wien brilliert in seiner Pracht. Im Herbst, da ist mein Wien ein bunter Traum. Mit einem Farbenspiel an jedem Baum. Und wenn die weißen Flotten wehen, Walzer gegen leise fliehen, dann spürt man, Wien ist immer schön. Ballett, der Professor.
Im Herbst, da ist mein Wien ein bunter Traum. Mit einem Farbenspiel an jedem Baum. Und wenn die weißen Flocken wehen, Wolzer gegen leise fliehen, dann spürt man, Wien ist immer schön. Ich hab ein Stickerl des Wien entdeckt. Dort hat sich eine Gemütlichkeit versteckt. Dort rief ich neuen Spätsinn, die Freunde und das versteht sie. Dort kommen alle echten Wiener zusammen, weil's nur ein Herz sieht, Wiener muss ich haben. Und ist auch manches schon dahin, dort findest du ein Stickerl, altes Wien. Dort kommen alle echten Wiener zusammen, die nur ein Herz für die Wiener muss ich haben. Und ist auch manches schon dahin, dort findest du ein Stückerl, altes Wien. Ja, wieder Adam. Ja, wieder Adam mit der Rive noch allein war. Ganz allein war. Ja, ringsherum noch keine Spur, ja, von einem Wein war. Von allein war. Den Opfer hat's gehabt, nur ein Ärger, weil sie haben noch nicht kennt den Nussberger. Sonst waren sie im Paradies noch heut. Zu der Erbsi, da hätt's keine Zeit. Was haben die Leute einmal gemacht, wie noch kein Weib war? Wer hat die Stimmung dann gebracht? Das wird mir nicht klar. Da muss ja Fahrt gewesen sein. Und alles muss stark gewesen sein. Ohne Wein, ohne Wein, ohne Wein. Was haben die Leute damals gemacht? So Ohne Musik. wie hast die Nacht nur verbracht bis in der Früh. Was kann denn gemütlicher sein? Äußer wie ein Musik, ein Wein. Wo schaut man in Himmel hinein? Sitzt auch für die Brigitte Scheurer. Warum, Patrick? Brigitte Steurer, alles Gute zum Geburtstag dir. Jawohl. Und auf besonderen Wunsch, weil er hat eine Schule. Was ich gewünscht für dich extra, die Skyline von Wien, das machen wir natürlich. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Will ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir.
Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Eine Parode Achtel für die Brigitte, jawohl! Skyline von Wien. Du bist die schönste Wienerin, den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Alles Gute zum Geburtstag. Liebe Brigitte, bleib uns treu und gewogen. Und vor allem sehen wir uns sowieso wieder bei einem Weingarten am Biesenberg. Das war überleitend. Was haben wir hier? Alle Achtung! Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin dort gern, wenn mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Rehen dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort mein Hörgeruch. In meinem Weingarten am Biesenberg dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel da siehst die höchsten Sterne. Und noch an regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sieh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl lernt es mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferlwein. Weingarten am Biesenberg. Ich bin dort gern, wenn mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Regen beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort mein Hörgeruch. In meinem Weingarten am Biesenberg dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel da siehst die höchsten Sterne. Und noch ein Regen sich die Wolken erst verzogen, dann sich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl lernt es mir allein nicht gern. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferlwein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferlwein. C7. Man kennt was sagen zu jeder Zeit. Spiel den Trottel für die Leute. Und manches Mal platzt mit der Kragen
wo kennt den Wurstel in der Schlaf? Den Kasperlspiel, das stört mich nicht. Danke meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit. Mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein, so sind wir dennoch immer zusammen. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und wir mal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Und hat das Leben das Ende mir braucht, kein Mensch mehr über mich dann lacht. Ja, so macht die Augen langsam zu und gegen allein ich dann bei Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit. Es ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit. Wir singen auch gegen Ich mich schon aus. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und wir einmal allein sein, dann schlaf ich einfach ganz tief ein. Ist auch gut, ja, Mama, das ist auch gut, ja. Ich will jetzt. Entschuldige, passt schon. Nein, ist in Ordnung, spielst du ja auch wieder. Drunten beim Benzinger Kirchel holt man fort um die Ecken ab, das fixt nicht, das bin ich durcheinander. Und durch das unhöhle Gassel birgt um die Ecken ein Wohn. Vor einem Alt-Wiener Häusl, da holt der Madel, steigt aus, macht ein verlegenes Knicksel, dann huscht sie wie ein Masel ins Haus. Im Ohren und die rauschenden Walzer, die Walzer vom Lammer und Strauß, im Herzen ein bisschen verliert sein, so kommt sie vom Domeierzaus. Die Guckeln sind blau wie die Feigeln, sie glanzen voll Lust und voll Freude. Secht's Leibern so was, 31 in Wien, in der goldenen, gemütlichen Zeit. A7. Jetzt aber. Kopf verlockert, Knie auf die Schulter und die Finger zwickt und auf geschürfte Wunden ob Schieferreizung oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama
wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was damit tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Und Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wadel. Ob weggeschossene Schein oder beim Zündeln was verbrennt. Als Kind ist man zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was damit tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, ob man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Ist man älter geworden, möcht man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche Suchen, die ja noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst deinen Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was damit tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Ein World-Medley. Bravo, Brigitte Schörer. Das war eigentlich die Initialzündung dazwischen. Gell? Oh, Patrick, ich hab den Finger. Oh. Super, 10 Euro von Brigitte Schörer. Naja. Das gleich übersehen während in der Eifer. Ja gut, das war ja lang, wie man lang gespielt. Das war lang gespielt, so viel kriegen wir gar nicht zahlt normal. Ja, was wir sagen, durchgespielt haben. Pause, die Gewerkschaft rat durch. Die Gewerkschaft, ja. Die Gewerkschaft rotiert im Grabe. Was hat der Schmerz wer verstanden? Ich schon. Ja. Bravo. Auf euch, danke schön und natürlich nochmal Brigitte. Bravo. Wunderbar. Na, schon langsam kommen hier. Ja, naja, jetzt Die arbeiten wir Stimme uns ist hin. jetzt endgültig. Also. Ja, jetzt arbeiten wir uns durch. Bis deppert. Also. Schau, der X-Zemen! Wir haben die Herrschaft noch gerade im richtigen Moment dazu gekommen. Bravo! Austrian Top Greatest. Greatest Hits. Schoß von der Mama. Dank der Schickszemen. Das gefällt mir. Ja. Klaus, es ist aber wirklich gut, du hast ja die Stimme komplett zusammen. Nicht so wurscht, mich nicht gelacht. Das ist egal, ne? Wenn mein Munkelein versteht mich so auch. Das
geht schon. Das geht blind und ohne. Also, Schau, die Krise ist ein Wasserball. Wein habe ich auch keinen, nichts habe ich, gar nichts habe ich. Nur weil wir schon langsam zum Schluss kommen, lass mich da tarten. Ich gehe wie eine Qualle am Asphalt. Die Qual am Asphalt ist gut. Das ist ein Wahnsinn. Nur weil du glaubst, es ist Schluss. Ja, es ist Schluss, gleich, aber ich kann ja nicht, es ist schon die Stimme, jetzt brauchen wir nicht alles andere auch noch zerstören. Ich mache noch einen Schluck. Nicht auch noch einen Schluck. Patrick, nimm da auch noch einen Schluck. Du hast recht. Schluck ist. Schluckerl. Ja, servus. Auf die Brigitte. Jawohl, bravo. Alles Gute Bravo. nochmal, gell? Alles Gute. Alles Gute zum Geburtstag. Und müssen wir eigentlich sagen, Eigenwerbung, zur Eigenwerbung können wir aber auch in Schmattis einklinken, weil, wer weiß, der eine oder andere sagt vielleicht, ich möchte entweder einen Superchat spendieren oder einen Obolus in den Paypal-Hut schmeißen oder gar einen Schmattes überweisen aufs Konto oder gar den Kudenschen, den Wolfgang Kudenschen Weg gehen und eine digital Schmattes analog live in die Hand drucken, wenn wir sie was sehen. So oder so wird das gefallen und würde mich sehr freuen. Aber eigentlich wollte ich irgendwas anderes jetzt Werbung machen. Was wollte ich jetzt Werbung machen? Weiß ich gar nicht mehr. Was hast du gesagt? Ich habe mir Wein eingeschenkt aus irgendwo. In Wein habe ich eingeschenkt, ja. Was war denn da? Höfler war. Lentner Korn ist auch heuer in dem Monat noch. Das fällt mir noch ein. Na, irgendeine Werbung wollte ich machen. Ja, das war's. Brigitte Scheurer Geburtstag und der Schurle, der Georg Scheurer, der ja wirklich dankenswerterweise und wirklich, muss ich sagen, Die Betreuung. ganz leibend, dass er diese Initiative ergriffen hat, dass ich das ein schönes Wort zusammenbringe. Und eine Facebook-Fangruppe der 16 gemacht hat, nämlich die Pavlacisti. 16 Pavlacisti. Möchte nochmal dazu aufrufen, wer noch nicht dort registriert ist, nicht, wie sagt man da, Sagen wir so, wer auf Facebook ist und dort nicht präsent. Mitglied ist, ja. Mitglied heißt es, glaube ich. Gruppenmitglied. Ja, stimmt. Genau, also jeder, der ein Facebook-Profil hat, bitte möge sich bei der Facebook-Fangruppe 16er Burm Pavlacisti dort melden. Also halt Mitglied werden. War leibend. Wir selbst sind dort wirklich auch nur einfache Parteimitglieder, wie man so sagt. Ja. Nicht einmal die 16er Burm sind dort dabei, sondern Patrick und ich privat Privat, ja. sind dort dabei. Ohne Funktion. Ohne Funktion, auch ohne Admin, wir sind da nicht, sondern es ist wirklich eine Fangruppe, die einfach der Schule ins Leben gerufen hat und wo wir ein bisschen was teilen untereinander und wo, was halt unser Wunsch ist oder was wir uns jetzt, man kann sich alles wünschen, ob es erfüllt wird, weiß man nicht, aber was uns halt wesentlich freuen würde, ja, wäre und das auch ein bisschen so eine Facebook-Gruppe der Vernetzung der Pavlacistis, also wo unsere Fans sozusagen selbst wiederum untereinander neue Bekanntschaften schließen und Freundschaften vielleicht sogar. Das würde uns dermaßen viel freuen, dass, also wie gesagt, das ist die Werbung Schaut Nummer 1. vorbei und meldet euch auch als Ja. Gruppenmitglied. Das war ganz, ganz leibend einfach. Ja. Das war es. Absolut. Als Qualle hätte ich den Klaus noch nie gesehen, der Christoph Acke. So. Ich bin eine Qualle. Ja, was wollt's denn schon wieder alle? Genau. Stroh hat einen guten Stimmreiniger, Franz Brandwein. Ja. Gibt es in 40, 60 und 80%. Bei der 80%ige schon mehr Oder kein Reiniger ist. Der Ich-Semen oder ins Postkastel hauen. Ja, das fällt eigentlich auch. Das ist eigentlich auch quasi analoge. Die analoge Variante. Aber die, genau, kann man auch natürlich. Hat ins Post, ist erst wurscht. Das mit der Facebook mit dem Motorrad, Susanne Faber, ja, das Bock stimmt. Das ist dann wirklich zu viel. Dann ist meine Stimme hin. Susanne, ich vertröste dich. Hoffentlich bist du mir nicht gram. Zum nächsten Mal, dann machen wir den Moped-Star. Der Moped-Star ist das, Der was du sagst. Moped-Star, ja. Uli Slonek sagt erledigt. Der Uli Slonek, jawohl, Uli Slonek. Du, und Danke, mein danke Lieber. schön. Da trinkt man natürlich. Du trinkst selbstverständlich. Verstehe, das gehört ja schon gewürdigt.
zweite Werbung, was ich machen wollte, warte, da muss ich jetzt das weggeschalten, dass man es schöner sieht. Die zweite Werbung, ich habe dieses Pavlaciste T-Shirt an, weil man, schau das mal schön. So, mit Ärmelaufdruck. Jawohl. Yes. Yeah. So, dass man es sieht. Da steht. So, hätten wir das gesehen? Unter anderem gibt es auch dieses T-Shirt. Kommt man für die Spanz? Nein, das ist so diese kleinere Größe und, Ach so, okay, ja. und vielleicht habe ich zu normal. Ich weiß nicht. Kann sein. Auf jeden Fall dieses T-Shirt und andere, nebst andere gibt es in unserem Webshop. Schaut ein, alter Ding. Kann man bestellen, ja klar, hast du dann. Naja, Gehabt zumindest. nicht gehabt, ja. Naja, Der wird ja nicht weg sein. naja, finden muss ich 16er Shop. Na, das schau her. Na, Ist ja warte da, mal. nicht? Was? Na warte mal, da wieder mehr. Jesus, nein. Das ist schon her. 16.at Shop. Garderobe Deluxe, Pavlaciste Garderobe Deluxe, aber also, was ist das? 16 At und dann findet ihr einen Link zum Shop. Da gibt es das und andere T-Shirts und es wird weitere geben. Ich sage nicht nur im Entstehen. Aber Ich war halt erst dafür, dass es auch Rollkragenpullover gibt. ja, es gibt keinen. Es gibt ist keinen. genau Also kann im Angebot machen. machen. Ja, ja. Für die hätte ich Das ist nämlich- für dich würde ich einen Weil ich entwerfen. finde, Aber, das ist. Nein, mit dem gleichen. Also, ja, aber es gibt den entsprechenden. Bei mir ist momentan ein T-Shirt, ist mir momentan nicht mehr zu kalt. Und über den Rollkragenpullover ein T-Shirt drüber Ja, ja. ist mir wieder 2 an. Aber es gibt ja natürlich auch den Hoodie. Es gibt ja auch den Ja, aber das Hoodie. ist mir auch 2 an. Da schau her, den Pavlatschen Hoodie. Schaut sich das an. Ja, Pavlatschen Hoodie. Aber was? Und Pullover kommt auch noch. Aber es gibt, Kopfelwärmer nicht Kopfelwärmer, vergessen. Kopfelwärmer. Natürlich, ja, das wo wird denn ist- den wieder? Da ist er. Der Kopfballwärmer. Jawohl. Jawohl. Und es ist ja das so, es gibt dort von diesem Anbieter, der das da hat, quasi ist ein Print on Demand Unternehmen, nämlich Printful, kann man ruhig sagen. Kann man ruhig sagen, ist ja kein Ding. Ne? Ist erst im Städtchen also. Und die haben keinen ruhigeren Poli im Angebot. Was sehr traurig ist. Ja. Das ist- In Pavlace wäre das. Okay. Maskel-Shirt, kommt noch. Christoph Acker, der machen wir Sonderedition für den Ackerl und für uns zwar. Das ist. Na, für uns 3 braucht man eigentlich ein Feinripp, weißt du, mit Aufdruck. Das war klassisch. Ja, wirklich. Was soll ich da? Ich werde mich wohl von Facebook abmelden, Christoph Acker. Ich will das Influencer-Tum seit Klaus seinem verbalen Sturmlauf nicht weiter unterstützen. Ja, bravo einerseits. Ja, gut, ich rede nur von den Arschlöchern, ich rede nicht von den Leibenden. Erst. Der hat wieder alles falsch verstanden. Wirklich wahr. weißt du, das ist- Wenn es leicht, aber auch wenn es schwer geht, bitte nicht den Nickname, den ihr auch hier auf YouTube verwendet. Was? Chrissy 12, wenn es leicht, bitte mit dem Nickname. Ach so, auf Facebook. Ja, stimmt eigentlich. Na, wobei das schwierig ist, wenn du jetzt ein Facebook-Profil hast mit einem anderen. Ja, das kommt Willst du mit drauf dem an. an, ne? Das kommt, ja gut, aber man kann sich ja vorstellen, Ja, so ja, viel du- sind es aber nicht. Wir sind jetzt da immerhin 150 oder irgend sowas, also über 100 auf jeden Fall. Ich weiß es gar nicht genau, aber ja, es war eh leid, was jeder vorstellt, aber wir müssen da auch noch ein bisschen schauen. Aber auf jeden Wir Fall. brauchen wir dürfen nicht schauen. Ne? Naja, nein, wir müssen schauen, dass wir so da so eine schreibt irgendwas. Aber es war halt leibend, wenn das so entstehen würde, dass sie ein bisschen so die Fans auch untereinander kennenlernen. Austauschen. auch, Genau. ja. Genau. So ein Rachenputzer aus Kuba, echt. Aus Kuba. Rachenputzer aus Kuba, das kann jetzt ein Zigarren sein oder ein Rum. Na, steht ja um, die lese ja bereits. Ja, du lässt schon weiter. Eine Reserve Especial. 10 Jahre gelagert in über 40% Alkohol. Jawohl, ne, das ist auch, das geht. Das geht. Nehmen wir die Und das auch. Lohn schreibt schon 188. Ich glaube, das bezieht Na, sich schau. auf die Zahl der Pavlaccis. Das schaut aber sehr leibend. 100 Euro, bitte. Bitte, das letzte Mal waren es 147 oder was. Also, Das ist aber leibend. Also, Das ist aber leibend. 189, Monika Neumeier, jawohl, bravo. jawohl. Jawohl, bravo. Schau, Fasnachtsschmatt, das ist geplant. Maggie Pemberton. Da trinken wir einen Schluck. Mir geht Da trinken wir einen Schluck auf den sehr zum Wohle. Trink Sehr auf die zum Wohle. Maggie. Achso, das ist wirklich ein Problem, gell, mit dem, gell?
Also ein Kopfballwärmer ist aber ohne Pupperl, oder? Ja, da gibt es nur die Haaren. Das Nur die ist- Haaren. Muscle-Shirt zum Verdecken der Massen. Ja, genau. Das war's, ja. Aber ich meine, das kommt auch noch. Nein, aber es gibt auf jeden Fall noch, ich habe schon ein paar T-Shirt-Ideen. Unterschiedlich, also dieser Shop wird laufend erweitert. Das können wir deswegen ja machen, weil wir da kein Lager haben oder was, sondern das ist ein Print-on-Demand-Unternehmen. Das heißt, die Sobald drucken eine erst. Bestellung reinkommt quasi, wird der Drucker angerufen sozusagen. Also, Genau. Wir verdienen dadurch viel weniger, Viel, ja. aber haben auch keine Lagerkosten oder sonst wir was. müssen nichts vorfinanzieren, wir haben dann nicht unnötig verschiedene Größen, die man nie braucht. Ich habe jetzt von unserem alten T-Shirt Größe XS noch immer da liegen. Das haben wir noch lang liegen. Aber auch 2 verkauft davon, nicht? Und eins hergeschenkt. Ja. Also, es ist Ja, die werden wir herschenken. Wir werden einmal alle zusammenlegen, was Alle wir zusammen? haben, Ja, von genau. den alten. Wie viel noch? Und die verschenken wir. Ja. Und dann machen wir dann, das machen wir, ne, 200. nicht mehr. Da haben wir es schon weg. Da haben wir schon weg. Wir werden es im Laufe der Überraschung Ich machen. befürchte die XS, also das wird jetzt bleiben. Die verschenken. Und wann sind als Putzfetzen haben, ist ja wurscht. Du, zum Putzen geht es auch gut. Ja, wahrscheinlich. Hast du das 10 Mal gewaschen, hast du so wie mein? Eben, du musst es schon zuerst. Super. Na, wenn die Gummierung weg ist, quasi, dann wird es leibend. 100% Bio-Baumwolle. Das war sogar Bio damals. Nein, das ist eine Top-Qualität. Ja. Aber halt, ja, das war halt das war unser erstes T-Shirt. Unser erstes Jahr Unser erstes T-Shirt, das haben wir damals zum 20-jährigen Bühnenjubiläum haben wir das gemacht. gemacht, ja. Das ist 10 Jahre her. Ja, nächstes Jahr haben wir das 30-jährige, meine Herrschaft. Also wir haben nicht nur die 200. Pavlatschen von uns nach heuer, sondern im nächsten Jahr gehen wir ins 30-jährige Jubiläum. Aber wir sind erst im Februar, also wir werden noch nicht aufs nächste Jahr denken. Nein. Das machen wir nicht. Das ist Nur nicht. das Jahr für uns. Ja. Und das reicht, und wenn es nur halbwegs so geschissen wird wie das 22 Jahre, dann ist es ja leibend. Das ist ein Wahnsinn. So, aber es wird vorausgehen. Wir würden uns freuen, wie gesagt, wenn es also auf Facebook die Dinge, was in den Shop reinschaut, ein bisschen was kauft. Einfach, ja, weil es leibend ist. Vielleicht auch als Geschenke denken. Ja? Nämlich es geht ja darum, ein bisschen sozusagen Werbung fürs Wienerlied zu machen. Oder auch Genau. natürlich für uns, keine Frage, aber so viele Wienerlied-Anbieter gibt es ja auch wieder nicht. Also es war leibend, wenn das sozusagen mit uns 1 in 1 geht. Und wäre also immer eine Freude, wenn es uns weiterempfiehlt. Nichts anderes ist es ja, und das wäre auch sowas dabei. So, jetzt. Ja, kommen wir zum Schluss. Ne? Zum Schluss, Kommen wir die ja. Schlussnummer. Habe ich nichts dagegen, ja. Noch ein paar Montage. Haben wir noch Zeit? Ein paar Montage sind noch. Einige schöne kommen dann auf uns zu, sage ich. Na gut, dann trinken wir ja aus, weil dann beenden wir die Pavlatschen heute ziemlich genau im Schnitt, wie uns Mit 2 der gute Stunden Olmes und darf. 40, 41 und 01. Ja, oder wie war's? 2 Stunden 47 sind wir jetzt. 47, Was ich dachte, ihr geht ins 30-jährigen Krieg. Megi, was sagst denn du? Megi. Was sagst denn du für ein Tee? Ich danke euch schön, war eine wunderbare Pavlatschen. Ganz leibend wieder. Ganz leibend, und ich werde es noch aufbereiten, dann entsprechende Social Media Postings machen, was uns der leibende all my Staff da zusammengetragen hat, und dann werden wir nur mal den Termin festmachen, aber es Welcher das der wirkliche wird auf jeden Fall minus der 2 Fake-Pavlatschen sein, weil da wollen wir ehrlich bleiben. Es geht um einen Livestream. Das wird der 18. werden. Und das ist live, und dann wird es wahrscheinlich wohl 18. der Dezember Dezember werden, sein. No, den können wir auch schon Die letzte anpeilen. Pavlatschen vor Weihnachten. Ja, perfekt. Die eigentlich. 18.07 ist dann 25. Und da werden wir, am 25. wird es eine Fake-Pavlatschen wieder geben. Der Fake oder Solo? Ein 25. ist das? Na, Fake oder Solo? Daheim. Also, je nachdem, wie wir dazukommen. Das hat mir heuer nämlich nicht schlecht taugt, also von der hast du- Vorbereitung. ja, haben wir schon Ja, ich war eh geredet, daheim, ja. ja, sehr wurscht, da mache ich Solo Ja. Pavlatschen. Oder wir machen eine Eine Konferenzschaltung. genau, kann man Konferenz. Ja, genau. Können wir halt nicht spielen. Spielen können wir halt nicht. Ja. Nur abwechselnd, auch mit der oder so. Ja, das kann man machen. Das kann man machen. Ja. Aber an Zusammenspielen geht nicht, das haut nicht Funktioniert hin. jetzt nicht mehr, leider. Es haut nicht mehr hin, warum auch immer. Und zusammenkommen ist halt, das wollen wir nicht, weil wir haben Urlaub, Weihnachtsurlaub. Ja, das ist so. Und das bedeutet, wir machen uns keinen Stress. Aber natürlich spielen und so tun wir ja gern. Insofern Genau. wird die Pavlatschen selber jetzt kein Stress. Aber ich weiß ja nicht am 25. ob Kennt da ihr bei mir- überhaupt
Ob da überhaupt wer zuschaut, aber das weiß ich. Das ist ja in fast ein Jahr. Das lassen wir noch. Das lassen wir noch auf uns zukommen. Jetzt wünschen wir euch herzlichst, also wünschen wir euch alles Gute und danken herzlichst für eure Aufmerksamkeit. Für euer Dabeisein. Das gefällt mir wirklich. Das ist immer wieder eine große Freude. Aufmunterung, Unterstützung, Motivation. Ihr gebt uns schon ein bisschen auch Kraft, auch, muss man auch sagen. Das muss man ehrlich sagen einmal, ja. Und genau so ist es, ja. ja, wir sehen uns nächste Woche. In alter Frische. Jetzt einmal sehr zum Wohl. Habe ich da noch viel eigentlich, oder? Da ist nichts drin. Ja, schon noch. Halbes Flasche. Man merkt die trinken. Hätten wir schon die dritte, weißt du? Valhalla Calling Me Cover featuring 16, da war ich dabei. Da waren die dabei. Quorum unum inculant Belge. Du, ich mein Latein beschränkt sich auf, ich habe ein kleines Latinum gemacht, aber mein Lieblingsspruch ist Nunquam ad laborem semper in oleo. Ja. Niemals bei der Arbeit, immer in Öl. In diesem Sinne. Sieg. Wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben heute gesungen, haben viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Das ist ja gewarnt worden bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen, doch sind wir ehrlich, wir werden schon langsam mit. Er wird ein Vorschlag, ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön, es hat mich gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meinen blöden Witz, an die schönen Wienerlieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben mit Post und gesungen viel, nur gegen ihn wird's langsam still. Die unser hat auch jede Stimmung ihre Zeit. Er wird, jetzt auch ein bisschen lang. Jawohl! Er wird ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war leibend, das hat uns wirklich sehr gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jawohl. Habe die Ehre, meine lieben Freunde. Vierte Quote. Bleibt uns gewogen.